Also, 30. Dezember, Reservierungen 3, freie Schlafplätze 17, mein Lieber. Früher war das gerade umgekehrt. Da ist zwischen die Jahren ohne Reservierung keinen einzigen Gast mehr reingebracht. Ist was passiert? Wieso? Was soll passiert sein? Ja, weil du immer nur kommst, wenn was passiert ist. Oder wenn du über irgendwas beschweren möchtest. So ein Schmarrn. Kann doch auch einfach gerade mal so vorbeikommen. Aus alter Freundschaft sozusagen. So, aus alter Freundschaft. Magst du denn da? Das geht dir nicht so. Was ist? Hast du viel Gäste wollen? Das geht dir auch nicht so. Aha, also nicht. Komisch. Also, irgendwie riecht's da drin. Irgendwie riecht's da nach meinem selber gemachten Käse. Ach, so ein Käse. Christian, jetzt sei so gut und sag mir, was du willst, weil ich hab nämlich noch Arbeit. Ja, genau. Also, ich hab mir gedacht, wir sind doch alte Freunde. So. Ja, gute alte Freunde. Und du gehst doch übermorgen, also am 1. Januar, in deinen wohlverdienten Ruhestand. Ja, soweit kann ich dir noch folgen. Was machst du da mit der da hinten? Ja, das weißt doch, die kriegt die Ela und ich geh ins Dorf runter. Ja. Und darum habe ich jetzt immer überlegt, obst jetzt du nicht vielleicht recht allein warst in deinem Austragshäusl da im Dorf drunten und obst überhaupt wohlfühlen darfst, so ganz allein im Tal. Hä? Ja, und darum habe ich mir gedacht, ich frag dich jetzt gleich heute schon, obst nicht vielleicht zu mir nüber auf meine Hitten kommen möchtest. Was? Hab ich das jetzt schon richtig verstanden? Ja. Du möchtest, dass ich meinen Lebensabend bei dir auf der Hütte verbringe. Mit dir. In aller Freundschaft natürlich. Das ist ein guter Witz. Also, Zenzi, sei mir nicht best, aber ich hab dir vor 40 Jahren schon gesagt, dass wir zwei nicht zusammenpassen taten. Wir waren doch wie Hund und Katz. Ich mit meiner Gemütlichkeit und du mit deiner gescherten Groschen. Das ist also jetzt der Dank dafür, gell? Das ist der Dank dafür, wenn man dir ein ehrliches Angebot macht. Muss man auch noch einen Spott da hören. Aber bitte, ich bin ja selber schuld. Was muss ich ja zum Deppen machen? Ja. Aber wirst das dann schon sehen, wenn's der Lord drunten hochst in deinem Austragshäusl. Vierte! Ja, vierte. Arme Christins, wie gut. Mein Lieber, was ist jetzt? Jetzt ist der Radio schon wieder kaputt. Ausgerechnet jetzt, wo gleich meine Lieblingssendung angeht. Tut keinen Muckser mehr. Ah, die Ela. Die mag meine Musik sowieso nicht her. Grüß dich, Opa! Geh rein. Magst gewiss einen Tee, oder? Opa, lass gut sein. Ich kenn mich doch aus. Ja, ja. Hörst du gar nicht deine Lieblingssendung? Na, der Radio ist wieder kaputt. Die Volksmusik findet heute ohne mich statt. Ausgerechnet jetzt lässt er mich im Stich, verstehst? Du, ich glaub, der hat seinen Geist vor lauter Schreck aufgegeben, weil gerade die Christins da war. Oje, oje. Was machst du denn da? Ja, und nichts Besonderes. Ah, das Hüttenbuch. Darf ich mal sehen? Alle da. Du, da ist aber nicht mehr viel Platz in dem Buch. Da ist ja auch nicht mehr viel Zeit. 2 Tage noch, dann ist er Ruhe da herum. Weißetschläger. Ja. Was, 3 Leute bloß? Ah ja, mir soll's recht sein. Dann feiern wir heute ein gemütliches Silvester. Gell, Opa? Also, dass du in deinem Alter nichts anderes weißt, als dass die Silvester zu dem alten, langweiligen Opa da auf die Hütten raufhockst. Wird dir das nicht zu fad? Nein. Außerdem ist der Mooszenzi noch immer was eingefallen, dass uns Ja. nicht langweilig wird. Du hast recht, ja. Kein Wunder, dass die keinen Mo gefunden hat, so zwider wie die ist. Ja, was ist jetzt? Magst du auch einen Tee? Na, du weißt, da ist immer so wenig Alkohol drin im Tee. Ah, verstehe. Ja. Einmal Jagertee und einmal gesunder Tee. Genau. Und? Wie war der Skikurs? Der Bambini-Kurs mit den 3- bis 5-Jährigen war lustig. Aha. Du, da sind teilweise echte Talente dabei. Okay. Ganz im Gegensatz zu den Großen. Heute in der Früh, da habe ich einen Anfängerkurs mit Erwachsenen aus der Pfalz gehabt. Du, die waren wieder ausgerüstet wie für eine Himalaya-Expedition. Ja, ja. Ja, weißt
mit den teuersten Ski, Designerklamotten und beheizbaren Socken. Was? So, Leute, einmal Tee mit Schuss. Nein, danke. Ich hab mir's überlegt, ich mag gar keinen Tee mehr. Was? Du bist aber ganz schön wechselhaft, ha? Aber den Schuss lasst man da. Den mag ich schon. Opa, gehe ich recht in der Annahme, dass du jetzt noch ein Glas für deinen Schuss brauchst? Du gehst, ja. So, bitteschön, Opa. Lass das schmecken. Dankeschön. Oh, was sehe ich denn da? Williams Christbirne. Da hast du gerade einen guten gefunden. Du, Opa, magst du mir jetzt nicht endlich einmal sagen, was in dem geheimnisvollen Buch steht? Na, Okay, jetzt hast du es jahrelang gehütet, wie den Heiligen Gral. Aber ich finde jetzt, wo du als Hüttenwirt aufhörst, du, da kannst du mich schon einmal einen Blick reinwerfen lassen. nix da. Das Buch bleibt zu. Aber Opa, magst deiner liebsten Lieblingsenkelin nicht den kleinen Wunsch erfüllen? Nein. Ich pass auch ganz bestimmt auf, dass Ja, nichts ja, kaputt ja. geht. Ha? Opa. Also was, das ist gemein. Du weißt genau, dass ich da nichts abschlagen kann, wenn du mich so anschaust. Gut, dann schau halt rein. In Gottes Namen. Danke, Opa. Aha, ein Fotoalbum. Ja. Hey, da bist ja du als junger Bursch in Skiklamotten. Das schaut aber komisch aus. Was komisch. Fesch, meine Opa. Fesch. Ah, das ist aus deiner Zeit, wie du mit dem Skizirkus unterwegs warst, gell? Ja. Bei Gardena, Kitzbühel. Ja, bist da ganz schön rumgekommen, auch. Du, warum fehlt denn da ein Beutel? Hä? Und wer ist denn der große Blonde da mit dem Schnauzer? Ja, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der hat doch einmal was gewonnen, oder? Ja, das ist der Heini. Heini Holzer, ein ehemaliges Riesenslalom-Ass. Vierter bei der WM 78 in Garmisch und Vierter bei Olympia 1980 in Lake Placid. Aha. Ah, ein Freund von dir? Ja, also früher waren wir unzertrennlich, gell? Ja, aber dann sind wir uns wegen Liebesangelegenheiten einmal in die Quere gekommen. Und jetzt ist seit über 30 Jahren Funkstille. So, und du hast jetzt auch wieder Funkstille, da. Ja, ist ja gut, ich sag ja schon nichts mehr. Buongiorno. Grüß Gott, wollte ich sagen, natürlich. Grüße Gott. Haben wir serviert Zimmer für zwei Personen. Ah ja, weißt schon, werden wir gleich mal schauen. Schauen wir gleich. Machen wir es gleich. Jetzt passt es auf. Ja, genau, da haben wir schon, Herr. Adolfo di Castello di Pallinero di Montalban. Wie war das? Adolfo di Castello di Pallinero di Montalban. Das geht da nicht, ne? Ja, dann sagen wir heute Teufel. Genau. Also Teufel und du hast reserviert. Sì, haben wir serviert zwei Personen. Personen, ja, da steht aber nichts. Da steht nur 2 Personen Falcone. Falcone. Ja, natürlich. Das ist der Name von meinen Dingse. Wie sagt man? Frau? No, meine ich Dingse. Freundin, No. Geliebten? Sì. No. Meine ich Dingse. Mutter, No. Oma? Nichte. No. Tante? Sì, Tante, das ich meine, genau. Falcone ist der Name von meiner Tante, mia zia, Tante Mariella. Ah, gut, dann haben wir es ja doch noch geschafft. Also dann, Frau Mariella Falcone und Neffe Teufel. Adolfo di Castello di Pallinero di... Va bene, geht auch, Dolfal. Das Gepäck, das bringt wohl die Tante mit. Ah, no, hab ich getroffen an die Bergstation von die Bahnseil. Junge Mann, was trägt unsere Gepäck wie Eselpack? Hä? Packesel. Sie, Ach so, Du Opa, ich bring schnell die Batterien auf, die du haben wolltest. Für nicht ausklappen. danke schön. So, entschuldigen Sie. Patrone, aber haben Sie hier einen Platz, wo ist man ganz ungestört in die Nacht? Hä? Wissen Sie, wir, also ich meine Tante, wir haben absoluta Tranquillità. Wie sagen wir auf Deutsch? Vollkommene Ruhe in die Nacht, verstehe? ja, weißt du, deine Tante schläft nackt. Nicht nackt, in die Nacht, wir haben ruhig.
Ach, jetzt hab ich verstanden. Die Tante will Ruhe haben. Bei der Nacht. Genau. Ja, also drum im Bettenlager haben wir genug Matratzen. Bettelager? Ja. Da schlafen noch andere Menschen in diese Lager. Ja, natürlich, das ist ein Skihütten. Ja, aber brauche ich, also ich meine, braucht meine Tante eine nackte Lager, wo ist sie allein? Aber wo ist er allein? Ja. Ja, da hätten wir den Alkoven da hinten. Hä? Eine Ofen, zu schlafen? Ja, mei. Herrschaftszeit muss man du ausgerechnet am vorletzten Tag noch so einen dämischen Papagallo herschicken. Scusi? Also wenn deine Tante ihre Ruhe braucht bei der Nacht, schau her, dann hätten wir da diesen Alkoven. War grad recht, nicht wahr? Es kann allerdings sein, dass bei der Nacht wer durch muss, wenn er aufs Heisel geht. Heißel? Da, wo halt der Kine zu Fuß hingeht. Toilette, verstehst? Und da kann es sein, dass jemand durch muss. Ja, ich verstehe. Ja. Aber es ist kein Problem, wenn meine Tante hat ein bisschen Verkehr in die Nackte. Ist sie gewohnt. Ah? Sie, weil sie wohnt direkt in Zürich. 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 Ja, und dort ist immer viel Verkehr in die Straße. Ach so, ja. Vielen Dank, Herr. Hier so. Oh, Sie heißen wie Toilette? Nein! Nur fast. Wo haben Sie denn Ihre Tante lassen durchfallen? Ist ein bisschen zurückgeblieben. Was? Ja, ist ein bisschen langsamer. Habe ich gesagt, gehe schon vor und bestelle schon Erfrischung. Ne? Oh, da kommt schon meine liebe Tante. Ne? Muss ich ihr schnell entgegengehen. Ne? Ja. Arrivo, Zia! Arrivo! Jetzt bin ich aber neugierig. Auf was? Auf dem sei Tante. Wieso? Hast du Lust auf eine Wette, Opa? Immer. Wetten, dass das... Okay. Gut, und was wetten wir? Ein Fünfer? Eingeschlagen. Grüezi miteinander. Ja, das ja her. Heute sind wir ja direkt international. Grüß einer gut, Frau Falcone. Grüß Sind Sie gut rübergekommen von der Bergstation? Jo, danke. Grazie, Adolfino. Mein Neffe hat mir schon berichtet, dass Sie da eine wunderbare Hütte haben. So schön ruhig und abgelegen. Genau das Richtige für uns. Für mich, meine ich. Ja, also ich hätte Sie schon früher erwartet. Ja, mein Neffe musste unbedingt noch ein paar Dinge einkaufen, um für die Hütte gerüstet zu sein. Deshalb sind wir etwas spät. Tja, also liebe Frau Falcone, ich hoffe, dass Sie sich wohlfühlen bei uns. Mein Komfort haben wir nicht viel zu bieten, aber dafür ein gemütliches Ambiente bei nette Leid. Gut. Und schauen Sie her, das wäre dann Ihr Schlafgemach. Einfach, aber bequem. Ja, wunderbar. Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Du, Opa, brauchst du noch irgendwas? Weil ich müsste dann wieder runter. Na, passt schon. Also dann, vierte Opa. Vierte. Bis morgen. Richt schon mal die 5 Euro her. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Arrivederla. Ja, also sehr gemütlich haben Sie es hier. Erinnert mich fast ein bisschen an die Almen in den Schweizer Alpen. Okay. Ja, sieht aus wie bei Heidi und ihre Opa. Diese Almöko. Alpöi. Ah, und da kommt der Gurstenpeter. Ja, grüß Gott beieinander. Da ist jetzt das Gepäck von den Herrschaften. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass unser Pistenarzt jetzt auch noch Sherpa-Dienste anbietet. Du liebe Zeit, Sie sind Arzt? Also, mein Neffe hat sich wohl etwas zu viel Gepäck für diesen Weg zugemutet. Und da war der Herr Doktor so freundlich und hat angepackt. Ja, und wenn sie jetzt bitte so freundlich wäre und bringe unsere Gepäck nach oben. Gepäck. Ja, die Koffer von der Dame. Ja, also da schätzen Sie mich aber falsch ein. Das gehört alles dem Adolfo Hey. und das gehört mir. Wir sind ja schließlich auf einer Skihütte, gell? Gell, Verli? Stimmt, Mariela. Aber du bist eine Schönheit. Was hat die Natur gemacht? Hä? Und Adolfo muss jeden Tag kämpfen für seine Schönheit. Immer nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Forza avanti. Un momento. Trinkgeld. Prego. Also meinetwegen. Ha,
Hier's. So, her, für die Kaffeekasse. Ja, danke schön. So, packen wir's. Ja. Sie haben aber junge Ärzte da oben. Ja, nein, nur den einen. Aber der ist sehr tüchtig. Wollt schon eine Brotzeit, oder? Oh ja, sehr gerne. Da bekommt man ja richtig Hunger in dieser Höhenluft. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Wissen Sie, immer in der Stadt, in Konzerthäusern oder auf diesen schrecklichen Empfängen. Also, meinen Mann würden ja keine 10 Rösser auf einen Berg bringen. Sind Sie verheiratet? Nein, verwitwet. Jö, das tut mir leid. Das muss nicht sein. Kann ja niemand was dafür, gell? So, jetzt lass das schmecken. Übrigens, ich bin der Hirsel. Hirsel? Ein schöner Name. Ich bin Mariella. Auch nichts wieder. Jetzt lassen Sie es doch bütscheln. Also, jetzt, ich mache jetzt die letzte Abfahrt für heute. Ja. Hoffentlich passiert nichts mehr. Heute wimmelt's nur so von Kamikaze-Fahrern. Also, für euch, servus. Okay, Prüfer, setz dich da ein bisschen her zu. Habe ich noch keine Zeit, ha? Mariella, warte, komm ich gleich wieder. Mein Lieber, dein Neffe neigt ein bisschen zur Hektik, hä? Normal haben wir's ruhiger da am Berg herum. Ja, ich weiß. Deshalb habe ich mir ja für dieses Jahr so ein ruhiges Plätzchen ausgesucht. Ja, ich fürchte fast ein bisschen zu ruhig. Weil wenn nur ein paar Leute mehr reserviert hätten für Silvester, dann hätte ich mir den Spaß erlaubt und hätte zur Feier meines Ruhestandes ein kleines Festel organisiert, ja. So, jetzt muss ich aber wieder raus. Muss was da noch draußen, Liegestuhl ab und so weiter. Bin gleich wieder da. Ich helfe dir. Ich bin geradezu eine Liegestuhl-Expertin. Ja. Und du erzählst mir ein bisschen von deinem Leben da oben, ja? Also dann, Avanti. Avanti, sonst wäre ich krank. Da, bitte nicht. Du schau her, Brotzeit ist schon gekriegt. Das ist gewiss für den geschleckten Südler, der da zuerst gerade vorbei ist. Aha, der Hirs verfordert mein Käs an seine Rucksacktouristen. Mein Käs! Aber zugeben tut das nicht, dass der meine der Beste ist, weit und breit. Komisch, dass jetzt da so stark ist, so kurz vor Silvester. Du schau her. Bloß 3 Reservierungen. Ja. Zeit wird's, dass er aufhört und ich endlich mal Ruhe hab da herum und von den Touristen. Wunderbar. Das Exposé ist fertig. Ha, das lässt sich sicher gut verkaufen. Das gibt eine Riesenauflage. Was sage ich denn? Das wird ein Verkaufsschlager. Was war jetzt das? Verkäufer? Auf Auflagen posen? So, jetzt weiß ich, warum der übermorgen seine Hitten zumacht. Der hat ja allem verschachert und das ist die neue Besitzerin und der ist ein Verkaufsschlager. Und ich hab aber gemeint, ich hätte jetzt endlich mal Ruhe da herum. Aber nicht mit mir, Hirst. Nicht mit der Mustsense, da musst du schon früh aufstehen. Das war ein Schütz. Yes. Um Gottes Willen. Da bleibst, bleib da. Brauchst du auch gar keine Ausreden, Zrechtling. Ich kenn mich aus. Ja, das weiß ich, dass dich du auskennst bei mir. Steckst dir jeden zweiten Tag deine Nasenreihe bei der Tür. Mir verzeihst du immer, dass du übermorgen der Hitten zumachst, gell? Ja. Aber im Gegenteil, du hast verkauft. Was? Ja, die neue Besitzerin habe ich schon gesehen. Sag mal, hast du schon ein bisschen viel Schnaps getrunken heute? Ich nicht, aber du hast schon ganz eine schöne Fahne. Geh so ein Schmarrn wegen einem Schnapsel. Und die ist ein Verkaufsschlager, gell? Und die zieht dann einen Haufen Touristen darauf und dann ist da herum jede Nacht Halligalli. Und das, wo ich bloß 250 Meter weiter weg wohne, gell? Und dann lassen sie einen Abfall bei mir drüben liegen und ihren schmutzigen Lüder auch. Nein. Aber nicht mit mir, Freundl, gell? Nicht mit mir. Zinzi, ich weiß zwar nicht, von was du da gerade redest, aber ich muss jetzt wieder hinaus auf die Terrasse, weil da wartet ein Gast auf seine Brotzeit. Ja, und der wird dann mit meinem Käse verköstigt, gell? Ah,
Das ist mein Cast, den du deine Gäste anbietest. Den kenn ich unter 1000 raus. Ja. Und ich hab dir verboten, dass du den verkaufst. Ja, das weiß ich schon, darum darf ja nie was von dir auf den Teller kommen. Und verkaufen darf das schon gar nie. Also, Ja, und wenn, dann darf ich es nicht zugeben. Ach so? Ach, jetzt geht ja mir ein Licht auf. Dann ist das der Verkaufsschlager. Mein Cast? Ja, dir hätt's ja das Finanzamt auf den Hals mit deiner illegalen Castverköstigung und Ordnungsamt und die Polizei und das Gewerbeamt und überhaupt, die bringen ich hinter schwedische Gardinen. Hoppla, was ist denn hier los? Und das, was Sie davon haben, das können Sie vergessen, gell? Ich bin da herum seit 40 Jahren. Ich lass mich da nicht wegintrigieren. Ich kenne meine Rechte. Auf Wiedersehen, Sie Verkaufsschlager. Wie bitte? Und das in dem Alter. Was war denn das jetzt? Ist wieder fort, jetzt wieder Wurzen. Was für eine Wurzel? Na, die Großzinse, die Alte, die da gerade so rumbeifert hat. Meine streitbare Nachbarin. Verstehe. Mir kam sie auch sehr echauffiert vor. Ja, musst du entschuldigen, Frau Bolsitz-Schläger, aber weißt, der habe ich vor 100 Jahren mal einen Korb gegeben. Ja, nachdem sie wegen mir einem anderen einen Korb gegeben hat. Und das tragt sie mir halt heute noch nach. Jetzt sucht sie andauernd, ob sie nichts findet, mit dem sie mich schikanieren kann. Verstehe. Ah, mein. Mich nennt sie übrigens einen Verkaufsschlager, was immer sie damit auch meint. Was, in dem Alter? Nein, Verzeihung. Unterschätz mich nicht, mein lieber Gias. Immerhin verkaufen sich meine Bücher über Seniorengymnastik sehr gut. Und jetzt schreibe ich gerade ein neues über Senioren-Ski-Gymnastik. Ich weiß nicht, ob die Alten vom Lesen allein sportlicher werden. Na, hast du natürlich recht. Muss man schon was für tun. Deshalb habe ich auch ein spezielles Gymnastikprogramm für Leute ab 50 entwickelt. Was? Für so junge Hupfer? Natürlich auch für Herren ab 60. Ja. Mensch, Hias, Hä? wie wär's denn? Ich bräuchte noch Modelle für meine Illustrationen. Was für meine... Nein, ich glaube nicht, dass ich da der Richtige bin. Aber draußen auf der Terrasse sitzt eine Dame, die war gerade so an der Schwelle zu deiner Kundschaft. Aha. Das ist sehr nett. Probier's halt einmal bei dir. Warum nicht? Kontakte sind heutzutage alles, nicht? Und bei dir ist es ja ziemlich still. Nicht Ja, wahr, Hias? leider. Buonasera. Buonasera. Buonasera, nonno Heiser. La zia non c'è? Ha? Ich hab kein Wort verstanden, was du gesagt hast. Aber wenn's deine Tante suchst, die ist draußen auf der Terrasse. Grazie. War ich gerade drüben bei die Bahnseil und habe meine andere Gebäck mit dem Schlittenmotor hierher bringen lassen. Steht vor der Tür. Kannst du gleich holen. Ich? Sie? Du wirst ja nicht glauben, dass ich jetzt Klump da raufzahn. Das machst du schon schön selber, gell? No. Doch, weil wir sind nämlich kein 5-Sterne-Hotel. Und ich glaube nicht, dass deine Sachen besser werden, wenn sie über Nacht draußen im Schnee vor sich hinfallen. Nee, Also das gibt es ja zu die nicht. Patrone. Ich glaube, ich habe wirklich schon ein Buch von Ihnen gelesen. Tatsächlich, ja. Das freut mich aber sehr. Obwohl Sie ja für mein Klientel noch ein paar Jahre zu jung sind, nicht? Ach, Sie Schmeichlerin. Ach, Adolfino, du bist auch wieder da. Ach, das ist übrigens mein Neffe, Adolfo. Adolfo di Castello di Pallinero di Montalban. Oh, das muss ich mir jetzt aber nicht merken, oder? Franziska Woisetschläger. Ach, muss ich mir aber auch nichts merken. Einfach Franziska. Franziska. Na, was ist? Bleiben die Damen beim Wein oder darfst du was anderes sein? Also ich bleib dabei. Sehr gut, der Landwein. Hey. Ja, dann bleibe ich auch dabei. Ich würde sagen, nicht schlecht, aber ein bisschen einfach. Genau wie Essen. Adolfo. Der Herr Neffe ist wohl mit meiner Verköstigung nicht ganz zufrieden. Signore Burgherr trinken wohl nur erlesene Weine und pflegen in teuren Lokalen zu speisen. Normalerweise schon. Ja? Aber hier ist Essen sehr einfach und Service ist auch nichts gut. Weißt du was, Mariella? Geh ich zu die Bahnseil und mache ich große Bestellung für bessere Essen bei dem Telefon von die Bahnseil. Ja? Sehr große Bestellung. Mein Wein schmeckt ihm wohl nicht. Dein Wein ist ganz hervorragend. Und dein Käse erst eine Delikatesse.
Machst du den selbst? Nein, leider nicht. Übrigens, ich glaub's Federspeistum. Ich werde einmal ein Holz reinholen, dass bei der Nacht nicht mehr zu frieren muss. Ja. Ich bin gleich wieder da. Sagen Sie mal, Frau... ich bin Mariella. Gut. Franziska, Prost. Sag mal, Mariella, darf ich dich mal was Indiskretes fragen? Ich meine, dein Neffe. Das ist doch nicht wirklich dein Neffe, oder? Ich meine, das sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock, dass der was anderes ist. So. Also mir kannst du sagen, ich kenne mich da aus. Mein erster Mann hatte auch mal eine Nichte, von der ich nichts wusste. Ja. Irgendwann habe ich's dann erfahren. Seitdem ist er mein Ex-Mann und seine Nichte die Frau, die er jetzt bescheißt. Also sag schon, wer ist das? Ein Casanova, der mir ein wenig den Hof macht und denkt, er muss mich nur ein bisschen hofieren, bis ich schwach werde. Und dann will er an mein Geld. Und das weißt du? Ja, aber er weiß natürlich nicht, dass ich weiß, dass er es nur auf mein Geld abgesehen hat. Ja, und warum spielst du da mit? Ach, weißt du, mein Mann ist immerzu auf Geschäftsreise. So, was macht er denn? Käse. Mein Mann ist der Käsereto, falls dir das irgendwas sagt. Ja, natürlich. Der Käsereto. Mein Gott, Mariella. Da bist du ja millionenschwer. Da hast du ja ausgesorgt bis ans Lebensende. Und da vergnügst du dich mit irgend so einem Neffen? Ach, Vergnügen? Also, mein Mann hat mal wieder ein neues Raclette-Konzept auf den Markt gebracht und muss über Silvester in New York bleiben. Adolfo ist doch ein charmanter und gut aussehender junger Mann. Und ich habe wirklich keine Lust, über Neujahr wieder alleine in meiner Villa herumzusitzen. Also lasse ich ihn im Glauben, er hätte bei mir Chancen und gönne mir eine schöne Zeit. Du, der hat mir sogar hier hinten die Suite reserviert. Er denkt wohl, wir sind da ungestört. Und was machst du, wenn er dir an die Wäsche, ich meine ans Eingemachte, also an deine Jungfräulichkeit will, Tja, also da wäre er ein paar Jahre zu spät dran. Du, außerdem kann ich mich sehr gut wehren. Ja, das freut mich, dass die Damen so gute Laune haben. Ich sag's ja, man braucht keine volle Hitten für eine gute Stimmung, nur die richtigen Leute. Genau, trink doch ein Gläschen mit hier. Ja. Oder iss was von deinem vorzüglichen Käse, ha? Ja gut, aber nur ein kleines Stückerl und nur, weil's die Crescents gerade nicht sieht. Yes. Wie ist das recht? Tu nicht so. Schickst du jetzt heute schon deinen italienischen Geschäftsführer vor, ha? Ich weiß nicht, von was da gerade die Rede ist. Natürlich nicht. Er weiß von nichts, gell? Und dabei fragt mich sein neuer Geschäftsfreund, der Spaghetti mit seinen schickimicki-Klamotten gerade, ob ich nicht für ihn arbeiten möchte. Ich für ihn. Was, Sie für den Adolfo? Adolfo? Aha. Ein Mafiosi also. Ach so. Kann man schon vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Aber das könnt's vergessen. Ich habe nämlich einen Anstand. Wie bitte? Schämen da ich mich. Was? Schämen hätte ich mich. Und wir zwei, wir reden miteinander, gell? Also ich werde dann schauen, ob's drum schon warm geworden ist und dann stehe ich den Damen zur Verfügung. So, das habe ich jetzt gehört. Ich stehe den Damen zur Verfügung. Sodom und Gomorra. Also sag mal, weißt du, wovon die redet? Keine Ahnung, die ist nicht ganz richtig im Kopf. Ja, komm. Also jetzt trinken wir noch ein Glas und dabei erzählst du mir, ja, wie du überhaupt auf diese ganze Sache mit dem Seniorensport gekommen bist. Jetzt meine ich, kriegen wir doch noch Gäste heute Nacht. Ja, der Adolfo müsste gleich kommen. Nein, das ist die Bergwacht, das habe ich von oben gesehen. Oh Gott, ist was passiert? Ja, wahrscheinlich Skiunfall. Passiert bei uns alle 2 Minuten. Servus, Hirs. Jetzt bin ich schon wieder da. Notfall. Jesus, hoffentlich nichts Ernstes. Na, bei uns gibt's praktisch nur Knochenbrüche. Du bist vielleicht ein Herzchen. Was fehlt denn? Ja, das weiß ich noch nicht. Jedenfalls hat es eine sündhaft teure Ausrüstung und batteriebeheizte Socken. Was? Wahrscheinlich ein Preissinn. Ja, woher wollen Sie denn das wissen? Ja, nur so eine Vermutung. Ich darf eher sagen, Pfalz.
Aha, und woher willst du das jetzt wissen? Nur so eine Vermutung. So, da haben wir jetzt die Patientin. So, da lang. Achtung, die sitzen. Vorsicht. Du hast wieder runter. Wir haben nur einen Notfall. Schaffe ich aber. Hallo, bitte. Also hier, dass du von den Socken auf das Bundesland schließt. Alle Achtung! Ja, mei, Erfahrung ist alles. Ja, aber noch wissen wir es nicht. Ja, das ist bloß eine kleine Kreislaufschwäche. Hallo, hallo, hören Sie mich? Ja, ein Wehens, bitte. Ja, um Gottes Willen nicht. Also, ich glaube, die Dame hat ein Schlöckli. Na, ich glaube eher ein Räuschli. Hallo, hallo, verstehen Sie mich? Können Sie mir sagen, wie Sie heißen? Christoph Frau Christ, Sie sind beim Skifahren verunglückt. Williams Christ. Zweifach gebrannt ungefähr 70%. Na, die kennt sich aus. Alle Achtung! Hallo, verstehen Sie mich, Frau Christ? Ich habe zwar keine Ahnung, mit wem Sie sprechen, aber ich verstehe Sie. Mein Name ist Hofbauer. Ich bin der Pistenarzt. Oh, ein sehr junger Pistenarzt. Ja, ja, der alte ist AD. Ade, Doktorchen. Wollen Sie schon gehen? Nein, 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 ich bleibe schon noch wegen Ihnen. Frau Christ, Sie haben sich verletzt beim Skifahren. Ja? Sie haben sich den Knöchel gesaugt und wahrscheinlich haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung. Die kapiert gar nichts. Ja, Doch ein Räuschli. Sie müssen leider über Nacht hier oben bleiben. Schön. Für einen Acker ist nämlich zu dunkel zum Runterfahren und der Hubschrauber... Au. Ja, vorsichtig. Und der Hubschrauber startet beim Wind nicht. Haben Sie es jetzt verstanden, Frau Christ? Liebes Doktorchen, mein Name ist nicht Christ. Sie haben wohl ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, ha? Mein Name ist Sommer, Carmen Sommer. Und ich komme aus dem schönen Kaiserslautern in der Pfalz. Was habe ich gesagt? und das hast du an den Socken erkannt. Hey, sind Sie betrunken? Also hier ist, tut mir leid, aber die Frau Sommer, die muss halt bei dir übernachten. Kein Problem. Das geht nämlich nicht anders, weil die Patientin braucht jetzt vor allen Dingen Ruhe. Kein Problem. Was, Mariella? Wir wollten doch gerade ins Bett gehen. Ja, richtig. Aber also wie ich das sehe, können Sie doch diese Dame unmöglich über diese Treppe nach oben schleifen. Ja, dann bliebe ja nur noch diese Kammer. Ich werde selbstverständlich umziehen. Oh, vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Die Danke. Matratze neben mir ist noch frei. Können wir die ganze Nacht über die Männer lästern? Gute Idee. Und du erzählst mir von deinen Ehemännern, ja? Ist gleich vorbei. Waren nur 3. Gute Besserung. Guten Abend. So, und jetzt kommen Sie mit, weil da hinten haben wir ein schönes Platzerl für Sie. Hui, warum so förmlich, Doktorchen? Ich heiße Carmen. Ja, hier, komm mal schnell her. Nimm du bitte mal die Haxen Au. und ich nimm den Rest. So, ja. Vorsichtig. Oh, vorsichtig. Eieiei, das ist bei gar nicht so leicht. Ey. Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn man einen Ofen in die Socken hat. Oh, sind Sie doch vorsichtig. Hui, Doktorchen. Sie können aber zupacken. Da möchte man glatt Patientenbeine sind. Mei, Sie sind Patientin. Also, Frau Sommer, das, was Sie jetzt brauchen, das ist Ruhe. Ja? Ich gebe Ihnen jetzt was gegen die Schmerzen, aber dann ist absolute Ruhe angesagt. Wirklich? Vielleicht hilft ja Handauflege, Doktorchen. Ob Handauflegen beim Knöchel nützt? Ich mein ja gar nicht den Knöchel. Also, Frau Sommer, Sie trinken das jetzt, dann beruhigen Sie einer und dann werden Sie ein bisschen schlafen. Ich will aber nicht schlafen. Doch, Sie wollen. I, was ist denn das für Abfüllung? Das ist die Frühabends-Südhang-Ski-Unfallopferabfüllung. Wirkt immer. Ja, aber Doktorchen, Sie wollen mich doch jetzt nicht alleine lassen. Nein, Frau Sommer, nein. Eieieiei. Puh. Also die kann ich wirklich nicht allein lassen. Den Abend, den hätte ich mir auch anders vorgestellt. Und doch meine Mama halt den sensationellen Hasenbraten gemacht. Geht, ja?
Und Musikprobe auch noch gewesen nachher. Naja, hilft nix. Seine Patienten kann man sich halt nicht aussuchen. Genau. Weißt du was? Ich schau jetzt einmal, ob die Damen drum alles haben. Und dann legen wir auch wieder. Und wenn du noch einen Schlafplatz brauchst, weißt du, ja, drum sind jede Menge Matratzen. Ja, alles klar, ich kenne mich aus, danke Sie Hirs. Bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. So. So. Jetzt schlaft's. Ha. Und wie? Dann machen wir's jetzt auch gemütlich. So. Tut dir dormire? Schlafe schon alle? Das macht die Sache einfacher, als ich mir gedacht habe. Tante Mariella, ich komme. Hallo. Oh, das fühlt sich aber gut an. Oh, Herr Doktor! Dottore, Mariella? Oh, Herr Doktor, Sie gehen aber ran. Mariella? Herr Doktor? Sie wissen nicht auf! Kopf am Mäus! Was ist denn da los? Diese laufende Taschenlampe hat mich unsittlich berührt. Aber Moment mal, habe ich nichts gemacht, hä? Wollte ich nur sagen, gute Nacht zu die Tante? Und wie ich fasse an Frau im Bett, merke ich, ist gar nichts, Tante. Aber warum? Wir haben's das gemerkt. Naja, die Hugel war so flach. Noch Elfert! Und der Doktor hat noch einen Patient mehr. Oh, nein, danke, ich bin bedient. Und ich? Du hast jetzt Feierabend. Guten Morgen, Hirs. Morgen, Sepp. Das Kaffeewasser kocht schon. Oh, sehr gut. Du, ich brauche jetzt bitte schön einen starken Kaffee. Okay, hast du schlecht geschlafen? Ja, naja, zu kurz. Und außerdem sind deine Matratzen da drum nicht gerade Komfortklasse. Dann habe ich noch die Musikprobe und den sensationellen Hasenbraten von meiner Mama verpasst. Ja, da sind deine Skilagermatratzen nicht wirklich ein Trost. Und dann das temperamentvolle Skihasel da als Patientin, gell? Lass mir bitte mit der Ruhe. Du, die ist gestern da dreimal aufgewacht und wollte eine Beruhigungsmassage von mir. Okay. Und? Was das passiert? Ja, bist du wahnsinnig? Du, ich hab ihr extra Beruhigungstropfen gegeben, damit es ein bisschen Ruhe gibt. Ah, verstehe. Hey, aber hoffentlich kriegen wir die bis Mittag wieder fit. Am Silvesterabend findet bestimmt kein Kollegen von der Bergwacht, der mir die wieder runterfährt. Ja, mei. Dann musst du das halt da herumbetreuen. Immacolata. Hotel ist eine Katastrophe. Hm? So alte Betten und alle schlafen in eine Kamera. Buongiorno. Ah, du mir. Muss ich mich beschweren? Wo ist Heisel? Ja, draußen natürlich. Draußen. Ma fa troppo freddo, ist viel zu kalt. Warte ich, bis kommt herein. Meinen Sie, wir haben da herum tragbare Klos? Mein Gott, ist das ein überspannter Papagallo. Ah, guten Morgen, Teufel. Buongiorno, Heisel. Muss ich machen, Beschwerung. Ja, mach nur. Aber ich bin der Hirsels, Heisel ist draußen. Sì, ma tu sei il proprietario, è la tua responsabilità perché i letti sono troppo duri, i materassi fanno schifo. Psst. Jetzt halten Sie doch bitte schon einmal die Luft an. Wir haben da eine Patientin. Oh, hab ich ganz vergessen. Ja. Muss ich gleich mal gucken. Oh, bei Licht von die Tag ist Signorina ganz bisschen hübsch. So, jetzt trinken wir zuerst einmal einen Kaffee. Ah, ottima idea, Heisel. Per me un espresso. Bei uns gibt's einen stinknormalen Kaffee. Basta. Va bene. Ja, schlafen die Damen eigentlich noch? Ah, Sie haben etwas schwere Kopf, ha? Sehr lange noch parlare, die zwei Damen, und viel zu viel Alkohol. Ha? Mariella, also ich meine Tante, hä? Mindestens 5-mal war in die Nackte auf Hirsel. Was? Respekt? Ja, der Schmarrn. Hirs. Das hätte er in deinem Alter gar nicht zutraut. Ja, ich mir auch nicht. Sag einmal, gibt's denn keine Tropfen gegen Schnarchen? Leider nicht. Rein medizinisch gesehen
gibt's kein Mittel gegen Schnarchen. Naja, aber angeblich hilft... Finito! Angeblich... Angeblich hilft Pfeifen. Ja, das hätte dir ja gar nicht zutraut, Teufel, dass du auch mal für was nutzt bist. Heisel, hab ich noch ganz viele Qualitäten. Das kann ich mir vorstellen. Du sag einmal, Teufel, ich meine nicht, dass mir was angeht, aber sag einmal ganz ehrlich, deine Tante, das ist doch gar nicht deine Tante, oder? Heisel, wie meinst du das? Ja, weißt du, ich habe eine Wettlaufer mit meiner Enkelin um 5 €. Und die behauptet, dass deine Tante gar nicht deine Tante ist. Komme! Ah, jetzt verstehe ich. Heisel, die 5 €, die hast du verloren. Wie das Märchen. Was ist denn jetzt los? No, ist sie ganz anders. He? Mariella glaubt, dass ich bin eine Gigolo. He? Eine, wie sage ich mal auf Deutsch, ein Mann, was will nur Geld von die Frau. He? Eine Schwindelheirat. Was? Heiratsschwindler. Da oder so. He? Was Mariella nicht weiß, ist, dass ich weiß, dass sie glaubt, dass ich bin eine solche Mann. Ja, aber Teufel, was bist denn nachher? Ja, ja, jetzt kommt der hupfende Komma. Der springende Punkt. Ach, der. Ah, genau, Dottore. He? Weiß Mariella nicht, dass ihr Mann, der Reto, hat mich engagiert für Macke die Teste. Also ich verstehe nur Bahnhof. Mag den nix, ne? Also ich bin, wie sage mal auf Deutsch, für einen Mann, was teste Frau von anderem Mann, ob Frau habe Sex mit anderem Mann. Ein Treue-Tester. Sie! Ja, leg mir mal. No! Also, ich fahr jetzt einmal ins Tal runter und zieh mir was Frisches an. Dann tue ich meiner Mama ein bisschen schön und Mittag komme ich dann noch mal und schaue nach der Patientin. Naja, für den Moment ist sie ja versorgt. Ah, und hier ist den Abtransport. Den organisiere ich heute Nachmittag, wenn es wieder komplett wach ist. Grüß euch! Buongiorno! Morgen. Grüß dich, Ela. Ui, der Herr Doktor in der Früh schon herum. Respekt. Ja, ich hab einen Einsatz gehabt. Ich war die ganze Nacht da. Ja, weil ich eine Patientin auf dem Hirs seiner Hütten unterbracht hab. Ja, ja, und jetzt kriegt er's nicht wach. Er muss aber runter zu seiner Mama, weil sonst hängt der Haussegen schier, weißt du? Versteh schon. Oh, eine aus meiner Gruppe von gestern in der Früh. Ach, die hat aber einen guten Schlaf. Vielleicht hilft ja ein bisschen frische Luft. Schaut eh nicht, weil den Kas von der 10 den riecht man bis zum Gipfel gereizt. Entschuldige, Heisel, wo kann man sich hier machen, ich sage mal, ein bisschen neu? Frisch, meinst du? Ja. Draußen im Gang ist der Waschraum, beheizt. Ja, na Belle. Hol ich nur noch schnell meine Borste Sand. Da bin ich jetzt neugierig, wie dem sein Borstezahn ausschaut. Übrigens, dein Bett hast du gewonnen, Ela, geh her. Oh, scheinbar bist du in der Nacht auf der Lauer gelegen. Aber schon Blödsinn. Opa, muss ich mir Sorgen machen, dass du zu einem Spanner wirst? Schmarrn, da. Sag mal, von was redst denn hier? Das erzähl ich dir später. Hirs, bist du jetzt ein Spanner oder nicht? Musst du nicht runter. Ach so, ja, freilich, genau. Also gut, dann bis später, gell? Viert euch. Bitte. Mein Lieber, komische Gäste habe ich da gerade da. Ich bin froh, dass mein Hitten so leer ist. Weil wenn ich noch mehr so merkwürdige Typen zum Verköstigen hätte, war ich, glaube ich, eindeutig überfordert. Aber Opa, du bist noch nie überfordert. Auf jeden Fall schwingen wir zwei heute Abend noch das Tanzbein. Was? Egal wie viele Leute da sind. Ja, du, ich freue mich doch schon so auf ein Tänzchen mit dir. Ja, aber der Radio ist ja kaputt. Ja, dann singen wir halt selber. Ach so, gut, also gut. 2 Spuren im Schnee, um Gottes Willen. Das darf ja nicht wahr sein. was ist jetzt los? Ein Phantom, der wird nicht verschwinden. Ela, du musst mir helfen. Du musst sagen, ich bin nicht da. Oder noch besser sag, ich bin gestorben. Was war denn jetzt das? Guten Morgen. Was denn? Louis Tränker lebt? Ja,
drehen Sie hier einen Kostümfilm? Ach, wo? Das ist ein Freund vom Opa. Kennen wir uns? Bis jetzt noch nicht. Aber ich kenne Sie. Vielleicht aus dem Fernsehen? Sind Sie mal Skirennen gefahren? Also in den Zeiten, in denen dieser Herr Ski gefahren ist, dürfte es noch kein Fernsehen gegeben haben. Vielleicht schwarz-weiß? Ist er da? Wer? Na wer? Der Hüttenwirt, der Hirs. Der lebt nimmer. Wie bitte? Was? Ich mein, der lebt nimmer hier. Also gestern Abend lebte er noch hier. Ja, aber der wollte doch erst morgen in den Ruhestand. Irgendwas haben wir übersehen. Ich bin neugierig. Ich Hey, seid so gut und lasst uns einmal allein. Ich hab mit dem Madel was zu bereden. 5 Minuten, bitteschön. Dann, wenn unser Alpöhi so schön bitte sagt. Tschüss. Wieder schauen. Wieder schauen, ja. Soll ich Ihre Ski noch draußen stehen? Nein. Die werden bloß gestohlen. Ah, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da kennst du den Schwarzmarkt aber schlecht. Das sind echte Telemark-Ski aus Norwegen von 1923. Und die haben einen hohen nostalgischen Wert. Oh, ja, dann müssen Sie allerdings gut aufpassen. Ja. Wollen Sie ja noch nicht sitzen? Schon. Aber auf einer Hütte sagt man du. Mit der Heidi. Ich weiß schon. Und ich bin die Ela. Aha. Er hat also von mir verzeiht. Schon? Du hast ja einen Haufen Beutel von dir in seinem Bierfall. Aha. Warte mal. Ja, wahrscheinlich der, für den das Buch überhaupt nicht herzeigt. Er macht da immer so ein Geheimnis draus. Aber bei dir ist das was anderes. Ihr zwei, ihr wart zweimal richtig gute Freunde, hä? Ja, das kann man wohl sagen, gell? Du, da sind ein Haufen Fotos von dir drin. Oh ja. Olympiade 1980 in Lake Placid. Da bin ich Riesenslalom gefahren. Ein echter Olympionike? Der seitdem die Klamotten nicht mehr gewechselt hat. Ich hab nichts gebrochen. Ja, lang ist's her, gell? Da fällt der Beutel. Sag mal, wo ist er denn hin? Der Opa? Ja. Ja, wie gesagt, im Tal wohnt er. Geschmarrn. Das sieht doch ein Blinder, dass das die Hitten vom Beirat der Hirs ist. Bei dem alten Graf, wie das da umeinander hängt. Also, wo ist er? Er hat die Flucht ergriffen, wie er die gesehen hat. Ja, es hat ihm wegen einer alten Geschichte das schlechte Gewissen blockt und dann ist er davon. Er hat was? Das ist ein guter Witz. Ich bin da bloß darauf, weil ich endlich rausgefunden habe, wo er ist. Ja, weißt du, nach meiner aktiven Karriere war ich in Amerika drüben als Skilehrer. Ja, und da habe ich mit der Zeit dann den Kontakt zum Hirs verloren. Ach so? Seit ein paar Jahren bin ich wieder in Europa. Österreich, Schweiz und seit ein paar Monaten in Bayern. Bist du immer noch Skilehrer? Ja, aber nur noch privat. Du glaubst gar nicht, wie die Leute heutzutage auf Telemark abfahren. Ja, das ist halt fit. Ja, und letzte Woche sagt mir der Hüttenwirt vom Berchtesgadener Land, dass der Weihrater hier da auf der Pfeifalm ist. Und jetzt bist du da. Ja, jetzt bin ich da. Machst du einen Kaffee? Gern. Aber sag mal, Ela, habe ich dich richtig verstanden? Der Hirs hat die Flucht ergriffen, bloß weil er mich gesehen hat. Das kann doch nicht sein, oder? Doch. Er hat gesagt, dass du immer nur sauer wärst. Wegen einer Jugendliebe, die er dir ausgespannt hätte. Oh, jetzt wird's interessant. Da meint er, dass ich nach 40 Jahren immer noch nachtragend war, oder? Ja, schaut so aus. Süß. Nein, so ein Tipp. Nein, ich bin da bloß drauf, weil ich endlich wieder einmal einen alten Freund treffen wollte. Ihr zwei wart wohl zu deiner aktiven Skifahrerzeit richtig gute Spätzchen, oder? Ja, der Hirs, der war ein paar Jahre älter wie ich. Und wenn ich mir den Kopf durch die Wand wollte, dann hat er immer sein Hirn eingeschalten und mich ein bisschen einbremst. Ja, wir haben uns gut ergänzt. Aber dann ist ein Weib dazwischen gekommen. Zuerst haben wir uns zu dritt gut vertragen. Ja, unzertrennlich. Wir haben uns sehr gut ergänzt. Aber dann hab ich mich in das Madel und das Madel hat sich in den Hirs verliebt. Saublech, gell? Aber komisch, dass der die Beutel da immer noch aufgekommen hat. Ja, bei Olympiade, da war ich schon über 30. Ich bin Vierter geworden und dann war Schluss mit meiner Karriere. Ja, aber die Ausrüstung haben sie aufgehoben. Oh, schau, hier haben wir ein bisschen gelauscht, ha? Wir konnten gar nicht anders. Das Fenster war offen. So. Ja, aber leider hat es inzwischen jemand geschlossen. Was machen wir denn jetzt? Der Opa ist fort, weil er meint, du darfst ihn fressen wegen der alten Geschichte.
Ja, und dabei möchte er doch eigentlich heute Abend mit einem kleinen Fest seinen Ruhestand feiern. Also nach einem kleinen Fest schaut's da herin aber nicht gerade aus. Ja, das kann man doch ändern, wenn wir alle ein bisschen mit anpacken. Also das größte Problem ist die Musik, die fehlt. Ja, der Opa hat sich so einen schönen Abschluss mit Musik und Leid gewünscht. Ein bisschen eine Gaudi halt. Ja, aber das kann man doch alles organisieren. Ja, aber wie denn? Der Radio ist leider kaputt, mit der Musik schaut es also schlecht aus. Ja, also, den Radio, den können wir einmal anschauen. Gibt's da irgendwo ein Werkzeug? Freilich, da drum. Ach, ja. Wir müssen halt einfach mit dem Vorlieb nehmen, was der Hirs hier so hat. Alles, was wir so an Deko finden. Vielleicht könnten wir auch ein schönes Buffet machen, ha? Das übernehmen wir. Was? Das Dekorieren. Sie als Dauervierte im Skifahren hatten doch schon einige Holzmedaillen um den Hals. Da sind Sie doch quasi ein Spezialist für Holzdeko. Sehr witzig. Ha, ha, ha. Und ich suche einen Opa. Ja, der kann nicht weit sein. Ich weiß genau, welche Abfahrt der immer nimmt. Oh Mann, wenn der bloß halb so schnell ist wie früher, dann darfst du die schicken. Oh Mann, solch eine Senioren wie ich schnupfe ich da mit links. Diesem Handel ist nicht auf den Mund gefallen, ha? Also diese Enkelin kann der Hirs nicht verleugnen, gell? Ach, der verleugnet doch nur sich selber. Aber du sag mal, Franzi, wie willst du denn das Problem mit der Musik lösen? Na, ganz einfach. Für Musik braucht man Musiker. Und einer ist schon da. Ja, wie jetzt? Ja, ich kann ein bisschen Gitarre spielen und ganz leidlich singen. Singen? Soll ich singen? Ne? Um Gottes Willen, nein, bitte nicht. Aber du musst mir helfen. So bitte, stehe ich dir zur Vergnügung. Verfügung. Also, pass auf. Du bist ab sofort dafür verantwortlich, dass wir heute Abend hier ein richtig schönes Buffet haben. Mit allem Pipapo. Capito? Ach, sì, ho capito, ne? Gut, dann bringe ich nur noch meine Beutelwäsche nach oben. Du sag einmal, mit alle Pipapo. Si. Geld spielt keine Rolle. No. Perfetto! Perfetto. Perfetto. Ui. Das wird mit dem Altrui. Ja, viva la plaza, viva la ilusión, viva los ceros interraciados de mi corazón. Heilig, Ja, sind sie! Aus dieser Schleife kommen die nicht mehr raus. Sind sie! Ja, sind sie, was denn du da? nix. Was? Was war denn das? Das war die Zinse. Wir haben uns zuletzt vor 30 Jahren gesehen. Und gleich wiedererkannt. Ja, manche Menschen verändern sich auch in 30 Jahren nicht. Ja, die Wiedersehensfreude muss ja sehr groß gewesen sein. Die hat ja richtig gehend die Flucht ergriffen. Das ist eine lange Geschichte, ja. Kein Problem. Wir haben Zeit. Nein, das ist eine ganz lange Geschichte. Ja, also so lange haben wir nur auch wieder nicht Zeit. Also als erstes muss diese Bude hier auf Vordermann gebracht werden. Das macht ihr beide, ja? Ich frage die Männer von der Seilbahn, ob sie mir für den heutigen Silvesterabend eine Musik besorgen können. Und du, Mariella, sagst deinem Papagallo-Neffen, dass er das Buffet besorgt. Auf, wie geht's? Wasch, wasch, wasch. Lieber, die kommandiert aber ganz schön rum, hä? Ja, ja. Und das haben die Männer gar nicht gerne. Was? Frauen, die wissen, was sie wollen und das dann auch noch sagen. Also ich hab das schon ganz gerne. Dann bist du eine Ausnahme. Mariella, ist meine Tante. Was machst du ganz alleine mit diesem Mann hier? Ich flirte mit ihm. Und du gehst jetzt nach unten ins Dorf und besorgst uns das Essen für circa 10 bis 12 Personen, ja? Ja, und wer soll tragen das alles, was ich kaufe, ein? Die ganze Pipapo? Du! Das ist gut für den Tag. Aber Mariella, bin ich doch keine Eselpack. Oh, bist du wohl nicht Chef von deiner Frau zu Hause, sondern sie von dir, hä? Oh, halt, jetzt weiß ich, bist du vielleicht eine Hausschuhhelde? Ach, du meinst wahrscheinlich Pantoffelhelde. Ja, ja. Immer brav arbeiten, wenn Frau sage, hä? Jetzt pass einmal auf, du italienischer Kanarienvogel, du. Wenn du jetzt nicht gleich brav mitarbeitest, dann lupfe dir raus aus deinem Designerquantel und stecke draußen als Wunderkerzen in den Schnee. Hast du mich verstanden, Spaghetti, hä? Mariella, Mariella!
denn, Adolfo, perché ci sei ancora? Sissi, bin ich schon weg. Weil Adolfo ist schnell wie eine Rakete, ja? Weiß ich aber noch nicht, ob ich komme wieder. Was hast du denn mit dem gemacht? Du hast gesagt, er soll ja noch Raketen fürs Feuerwerk besorgen. Jetzt hab ich doch glatt was vergessen. Ei. Und in meinen Sprechfunk bin ich aufgeschmissen. Grüß Gott beieinander. Morgen. Moment einmal, ich kenne ihn doch vom Fernsehen. Ja, der Heini ist ein Olympikoniker. Was? Was bin ich? Ja, 1900... Halt, sagen's nix, ich weiß schon. Ich hab sie in einem alten Olympiafilm gesehen. Ja, so, also. Sie waren bei der Olympiade 1954 im Goldbock gesessen. Im Bob? Im Bob? Ja, freilich. Das hat doch die Leni Riefenstahl wunderbar dokumentiert. Und damals haben immer die Gewamperten gewonnen. Das ist ein freches Bürschel, ha? Sieh, das ist der Pistenarzt. Das Milchbubilein da. Ha! Ist ja. Hab schon. So. Also dann. Ach ja, und Sie. Immer sportlich bleiben. Hallo, so ein frecher Kerl, ha? Hallo, Herr Doktor. Im Bob? Der ist gut, ha? Obwohl, so ganz Unrecht hat er nicht. Ich bin mit dem Hirsch schon mal in so einem Gefährt drin gesessen. Ja, bitte Öls hat Ihnen. Er war ziemlich eng. Vor allen Dingen für den Hirsch, ja. Ja, natürlich. Aber du Heini, sag mal, die Franzi hat mir erzählt, der Hias hat dir einmal die Frau weggeschnappt Ja, im Prinzip ja, aber ist schon eine Ewigkeit her. und du bist ihm nicht mehr böse. Okay, das ist ein alten Kass. Aber dass ich jetzt das Madel wieder triff, da herum, das mir der Hirsch damals ausgespannt hat, das hätte ich nicht gedacht. Welches Madel? Ja, die Zinse, die wo gerade da war. Was? Ja, die Crescens war das Madel, das mir der Hirsch damals weggeschnappt hat. Wie bitte? Ja, nur war es damals ein bisschen gesprächiger wie heute, gell? Ja, aber wahrscheinlich hat's der Hirsch in der Ehe gezähmt. Ehe? Ja, von was redest denn du? Der Hias ist Witwer. Witwer? Ja? Also sie war zwar ein bisschen wortkarg, aber so viel ich mitgekriegt hab, war die Zinse lebendig wie ein Ohrkatzel. Aber das ist doch nicht die Frau vom Hias. Das ist die Nachbarin. Die Nachbarin! Ah, eine sehr streitsüchtige Nachbarin. Jetzt geht mir ein Licht auf. Dann haben wir die zwei gar nicht geheiratet. Ja, sauber. Ja, du hättest also noch Chancen bei ihr. Es gibt doch nichts Schöneres als ein liebes Weib und ein trautes Heim. Hast das liebe Weib, dann traust dich nicht mehr heim, ja? Nein. Bevor ich mich freiwillig in so eine Sackgasse manövriere, da bleibe ich lieber allein. Ich verstehe. Ein einsamer Wolf. Also ich gehe jetzt wieder nach oben und schaue, ob ich noch was für die Feier finde. Ja, und du kannst ruhig hier unten schon ein bisschen Ordnung machen. Ich weiß zwar nicht, warum ich da mitmache, aber ich kann einmal nach dem Radio schauen. Ich bin ja bloß darauf gegangen, weil ich einen alten Freund treffen wollte. Ja, den du aber noch nicht gefunden hast. Und außerdem ist deine Jugendliebe aufgetaucht. Ja. 2 gute Gründe, um da zu bleiben. Übrigens steckt in dir die Leidenschaft eines einsamen Cowboys, der Herausforderungen unerschrocken annimmt. Das habe ich gleich beim Tanzen gespürt. Also dann an die Arbeit, John Wayne. John Wayne? Ja, so Unrecht hast du gar nicht, gell? Hier, ich hab dich gefunden. Deine Stunden sind gezählt. Fliehen ist zwecklos. Zieh! Gehört das auch zum Trockentraining von der Skischule? Sind Sie? Oder gehört das zur Abteilung Nachtclub oder zu der Mafia? Ja, Zinzi, komm bitte, Leute. Oh, Zinzi, du hast dich ja fast nicht verändert. Oder von dir nicht behaupten können. Ja, ein paar Kilo hast du zugenommen. Ja. Und bei deiner blonden Haarpracht, da schaut auch schon die Leinwand durch. Du warst damals schon sehr charmant. Ja. Schön, dass er dir allein trifft. Ja, Magst du einen Kass? ja gern, ja. Weißt, der Kass, den der hier seine Gäste verköstigt, das ist nämlich der meinige. Den musst du unbedingt probieren, das ist der beste weit und breit. Ja, du hast damals schon immer gesagt, Liebe geht durch den Magen, gell?
Dann hast du lieber einen Hirs verköstigt, ja. Aber sag einmal, Zinzi, was magst du eigentlich jetzt da herum, wenn du mit dem Hirs gar nicht verheiratet bist? Was mit dem Hirs? Mir gangst. Sag mal, wo ist denn der? Ich glaub, munter ins Tal. Na, wo der Kasi ist. Wahrscheinlich in der Speis, da wo er hingehört. Ja, so blöd ist der Hirs nicht. Ich werde ihn ja sofort finden. Sag einmal, Zinzi, was magst du da herum? Ich bin da raufgekommen, um einen alten Freund zu treffen. Und wen treffe? Meine alte Jugendliebe. Oh, meine Jugendliebe. Weißt, der Hirs, der hat mich damals nicht haben wollen. Das hab aber ich nicht wahrhaben wollen. Also habe ich mich ganz in seiner Nähe eingeisst, weil ich immer die Hoffnung gehabt habe, er überlegt es vielleicht doch noch mal anders. Ja, er hat es nicht anders überlegt. Aus der blondzupften Zenze ist eine streitbare Crescenz geworden. Und so sind wir jetzt beieinander. Nachbarn wie Hund und Katz. Mein Hitten ist 250 Meter weiter östlich. Von der Seilbahn aus konnte er sehen. Seit Jahren hat der Hirs da hinten da voller Skitouristen, gell, die einen Mordskrach machen. Und im Sommer, da lassen sie dann den Abfall bei mir drüben liegen und bisseln an meinen Zaun hin. Drum seid ihr jetzt verfeindet. Das ist ja noch nicht alles. Jetzt bin ich ja nämlich draufgekommen, dass der die hinten da verkauft hat, an so ein Weiberleut, der einen Verkaufsschlager hat. Ja, und die wird dann da wahrscheinlich so eine wilde Après-Ski-Kneipen draus machen. Komm, jetzt übertreibst du aber. Überhaupt nicht. Die eine von denen zwei, gell, mit denen du da zuerst zugange warst, das ist die Chefin. Hä? Ja, und die andere ist wahrscheinlich so eine Animierdame. Hä? Ja, ja, fällt dir gerade, dass das so ein Edelabsteiger wird. Ja, wo sich die Mannsbrüder gegen Geld mit gewissen Damen vergnügen und dann im Matratzenlager dummen. Was ist jetzt wieder los? So, da liegt schon eine und wartet für einen Kunden. Im Skigewand. Ja, das ist doch bloß Tarnung. Ja, in Dessous kannst du schlecht in die Seilbahn einsteigen. Ich sag dir was, der Hirs hat vor, dass der da eine riesen Eventmeile draus macht, gell? Mit Skischule, Après-Ski-Bar und Nachtclub. Also nach einer Meile schaut die Hitten da gerade nicht aus, Ja, oder? also- Komm, jetzt lassen wir die Dame mal in Ruhe schlafen. Ich glaub, die hat's nötig. Wir setzen uns jetzt da her. So, und du erzählst mir jetzt in aller Ruhe von den letzten 30 Jahren, gell? Na gut, wenn Ja, du meinst. bitte. Also, das war so. Kurzfassung, bitte kurz. Kurzfassung ohne Idee. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Wer sich im Hirn hat, Hat man in die Füße, gell, Herr Doktor? Haben wir das Rucksackel vergessen, hä? Jawohl, Sepp. Crescenz, dass du so seelenruhig am Tisch von deinem Erzfeind sitzt. Ich unterhalte mich gerade ein bisschen mit einem alten Freund. Was? Du hast Freunde? Ja, danke. Aber wo ich schon mit da bin, sollte ich vielleicht die Dame mehr aufwecken. Sonst bringen wir die heute nicht mehr runter. Was? So, schauen wir einmal. Sag mal, Sepp, kennst du das Weiberts vielleicht? Natürlich. Guten Morgen, Frau Sommer. Carmen. Der kennt die auch noch. Das wird ja immer besser. Also ich glaube, die sind ein bisschen fertig von gestern. Und meine kleine Wunderdroge hat ich dann scheinbar den Rest gegeben. Fertig von gestern. Wunderdroge. Doch, jetzt hörst du das selber, gell? Satan und Gomorra. Heini, ich hätte mich gern mit dir unterhalten, aber was zu ist zu. Jetzt einmal langsam. Gegen diesen illegalen Sündenpfuhl, wo sogar der Doktor mitmacht. Ja, da muss man doch was unternehmen. Übertreib doch nicht so. Überhaupt nicht. Eine illegale Skischule, ein Nachtclub mit Après-Ski-Bar, leichte Mädchen in Liebesnischen und Ärzte, die Drogen verteilen. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ich rufe jetzt sofort die Polizei. Aber was sage ich denn? Als LK, da müssen Spürhunde her und das ganze Nest ausheben. Also mit einem Suchhund kann die aushelfen. Mit Dealern spreche ich nicht mehr. Mein Hitten ist 250 Meter weiter. Kannst das gar nicht verfehlen, gell? Sodom und Gomorra. Was war jetzt das, hä? Ah ja, das ist ganz normal. Ha, hinter jedem Baum wittert sie eine Verschwörung. Naja, ist zwar manchmal ein bisschen anstrengend, aber durchaus unterhaltsam. Unterhaltsam ist gut, ja. Christoph 1 an Christoph 7, Christoph 1 an Christoph 7, bitte kommen. Ich bin übrigens der Sepp, der Pistenarzt. Ich weiß schon, ich bin der Heini und das ist eine Patientin von dir, gell? Genau so ist. Christoph 1 an Christoph 7, bitte kommen. Die Klamotten noch wahrscheinlich ein Preis sind, oder? Falz mit beheizbaren Socken. Na, ja, was sich die Leute heutzutage alles aufschwatzen lassen, ha?
Servus Harry, du, ich bin's. Ich bin auf der Pfeife allen. Die Patientin von gestern Abend, die schlummert immer nur tief und fest. Naja, und schlafen werden wir so schlecht transportieren können. Ich werde es also weiter beobachten, gell? Ende. Und mit der wird's ja Freude haben, hä? Ja, schaut so aus. Meine Oma hat immer, wenn wir als Kinder nicht aufstehen wollten, gerufen, mag jemand ein Eis? Und schon war ich da. Wie da waren sie. Hat sie jedenfalls verzeiht. Haha, ja, die Oma-Geschichte. Ja. Von denen kennen wir einige. Ja. Und an sowas glaubt ihr Bob Ich bin kaputt. Et voilà! Ich wusste doch, dass ich noch was finden werde. Ach, Herr Dr. Hofbauer, ich hätte eine Aufgabe für Sie. Ich hab so eine. Ja, also diese Aufgabe schläft, aber mein Adolfo braucht Hilfe. Was, Ihr Neffe? Ja? Nein. Also ich fahr jetzt ins Tal runter, ja? Dann tue ich meiner Mama ein bisschen schön, isst den aufgewärmten Hasenbraten und dann hol ich noch die Noten von der versäumten Musikprobe ab. Ja, super. Ach, Sie machen Musik. Jawohl, Akkordeon. Aha. Und ich werde auf keinen Fall den ganzen Nachmittag da wieder irgendwelche Gepäckstücke raufschleppen. Aber der Adolfo ist unten im Dorf und stellt das Buffet für heute Abend zusammen. Und wie ich den kenne, kann er doch unmöglich diese ganzen Delikatessen da heraufschleppen. Liebe Frau Mariella. ich bin für die Gesundheit der Leute am Berg zuständig, ja? Und nicht für irgendwelche kulinarischen Übertreibungen. Was gibt's denn? Oh, wirklich? Ich kann doch jetzt nicht ins Tal runterfahren. Ja, was ist, wenn da herum irgendwann ein Herzkasperl kriegt? Der Heini ist Ersthelfer. Und wenn etwas passiert, gibt's keinen Schnelleren als ihn. Er war Olympia-Vierter. Oh, waren aber 3 schneller. Gut überredet. Gut, und dann bringen Sie auch Ihr Instrument mit, ja? Was, mein Quetschen? Ja? Warum hab ich das Gefühl, dass ich mich gerade gnadenlos über den Tisch ziehen lasse? Hey, Bockfahrer. Knopf drücken, nein reden. Was meinst du denn, Heini? Wird sich der Hias freuen, wenn wir ihn überraschen? Ich werde eine Riesenfreude haben, wenn er uns da sitzen sieht. Und dann werden wahrscheinlich der Schlagtreffer, wenn der Doktor und die Preisin musizieren. Ja, dann wird's aber höchste Zeit, dass du dieses Ding wieder zum Laufen bekommst. Na, ich probiere es. Sonst wird das heute Abend eine A Cappella-Veranstaltung. Kinder, wir haben ein Problem. Was für eins? Alle Volksmusikgruppen aus der Gegend sind am Silvesterabend schon verplant. Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Unsere Überraschung für den Hirs wird wohl eine herbe Enttäuschung. Ja, aber du kannst doch singen, Franzi. Soll ich vielleicht als Einmannband auftreten? Langsam. Es gibt für alles eine Lösung. Ja? Ich weiß bloß noch nicht welche. Ja, also uns muss etwas einfallen. Überlegt euch was. Ich kümmere mich um die Kühlung der Getränke, darin bin ich Expertin. Ja, und du kümmere dich um die Musik. Ja. Was ist denn mit unserer Skikanone? Können Sie denn nicht ein bisschen quetschen? Ja, ich bin ein guter Quetscher, aber ich kann leider nicht Musik spielen. Ne? Singen kann ich auch nicht. Die waren immer froh, dass ich auf der Siegertreppel nie oben gestanden bin. Die hätten mir glatt die Medaille wieder aberkannt, wenn ich bei der Hymne mitgesungen hätte. Auch ein Grund, um langsamer zu fahren. Ja! Oh, halt, aber was möchtest du, meine Ski? Ja, die müssen hier weg. Da fällt doch jeder drüber. Ja, gut, dann stellen wir es halt da rüber. Halt, warte. Noch eine bessere Idee. Was? Wir nageln sie zu Dekozwecken an die Wand. Nix mehr doch nageln, bist du wahnsinnig? Und reg dich doch nicht so auf wegen der paar alten Dinger. Nur da. über meine Leiche werden die Ski an die Wand nageln. Ja, glaub's ja. Braucht jemand eine Erfrischung? Möchte jemand Eis? Ja, mit einem ordentlichen Schuss Whisky. Fertig? Ja. Ach, wo nur mein Neffe bleibt. Neffe, der startet sicher heute Nacht den Generalangriff. Aber Franzi, du wirst doch nicht neidisch sein. Und was machst du, wenn er zudringlich wird? Ha? Keine Angst, den decke ich dermaßen mit Aufgaben zu, dass er gar nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht. Ja, hoffentlich. Grüß euch. Ach, Ela, du sag mal,
Wie gut kann denn eigentlich der Doktor Akkordeon spielen? Hä? Ja, sehr gut. Der spielt immer mit so einem Trio auf Hochzeiten. Das gesamte Repertoire rauf und runter. Ja, großartig! Woher wusstest du das, Mariella? Die Schweizer sind doch sonst nicht so schnell. Ah, Franzi, ich bringe die Männer eben zum Reden. Aha. Auch wenn sie gar nicht reden wollen. Und deshalb bin ich noch immer glücklich verheiratet. Ah, verstehe. Du bist glücklich, er verheiratet. Ja. Sag mal, Ina, wann kommt denn der Hiers? Ja, zuerst wollte er nicht mitkommen. Ich habe ihm erzählt, dass ihm der Heini schon längst verziehen hat, aber das hat er mir nicht geglaubt. Ja, ich habe ihm schwören müssen, dass der Heini wieder gefahren ist, weil er einen Opa nicht gefunden hat. Erst dann hat sich der Opa bereit erklärt, wieder zurückzukommen. Was habt ihr denn mit die Ski gemacht? Ah, der Heini hat's genehmigt. Ja, er hat uns seine Oldtimer zur Verfügung gestellt. Was? Ja, aber nur zu Dekozwecken. Ja, und jetzt ist er oben und versucht, den Radio zu reparieren. Falls unser musikalischer Auftritt ein Reinfall wird, haben wir wenigstens noch Radiomusik. Ob den überhaupt noch mal jemand flott kriegt, das wage ich zu bezweifeln. Ja, aber ihr habt ja noch gar nichts zum Essen da. Ach, das bringt alles mein Neffe. Jedenfalls sieht's so aus, als könnten wir dem Hiers doch noch eine schöne Silvester-Abschiedsfeier bescheren. Vorausgesetzt, der Doktor spielt mit. Und Heini repariert den alten Volksempfänger. Ja, hoffen wir's. Also, ich lege mir jetzt auf der Terrasse auf die Lauer. Der Sieger, wenn der Opa im Anflug ist, kann euch vorwarnen und ihm jetzt Not und noch ein bisschen aufhalten. Ja, mach das. Ach, hoffentlich klappt das alles. Gott sei Dank hat der Doktor diese Patientin aus der Pfalz mitgenommen. Sonst könnten wir uns um die auch noch kümmern. Buonasera. Adolfo, Neffe, dein Tantchen wartet schon auf dich. Adolfo, wo sind denn die Essenssachen? Ja, seid doch schon da. Der Doktor. Ja, mei, was tut man nicht alles für die deutsch-italienische Freundschaft? Habt ihr das alles unten im Dorf gekauft? Ah, Dottore kennt alle Geschäfte. Was habe ich gute Essen? Haha, das darfst glauben. Wann kommen die andere? So in 10 Minuten. Oh, das ist ein Problem, weil bin ich schon hingerichtet. Ja. Also das Gefühl habe ich auch. Ist das nicht ein bisschen overdressed? Ja, mei, wer Co, der Co. Das ist halt alles eine Frage der Beziehungen. Ja, er hat sich nämlich nur schnell beim Gigolo eingekleidet. Ja. Ja, was ist jetzt? Helft's herrichten? Geht nicht, ich muss den Heini holen und mich in Schale schmeißen. Soll ich das ganze Buffet alleine auspacken? Mariella, bin ich doch keine Eselpack. Ich muss mit dem Doktorchen üben. Was üben? Ja, Sie haben doch Ihr Instrument dabei, oder? Ja, ich soll es mitbringen, aber ich weiß nicht warum. Ach, hat man Sie denn nicht informiert? Wir wollen doch dem Hiers eine schöne Abschiedsfeier bescheren. Deshalb auch das Buffet. Ja, so weit kann ich folgen, ja. Und wir beide sind die Band. Ich an der Gitarre und Sie an Ihrer Quetschkommode. Und deshalb müssen wir nach oben und üben. Sauber, freilich. Jetzt geben wir ein Licht auf. Also, auf geht's, Ja, pack was. auf geht's, packen wir's. Es wäre der Ritt über den Acker. Oh, Sie haben Pferde hier oben? Nein, das sagt man so, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Diesen Ausdruck sollten Sie sich übrigens merken. Ja, haha. Bleibt natürlich die ganze Arbeit wieder an mir kleben. Ja? Wirklich sowas. Oh. Guten Appetit! Grazie. Ah! Der Radio geht übrigens wieder, gell? Und? Italienische Wunderkerzen aus der Boraketten gekauft? Noch bin ich ständig zu. Ja, das Ding haben wir schon, ja. No, bin ich ständig zu für die leibliche Wohl von den Gästen. Oh, super! Buffet ist noch nicht eröffnet. Wo ist der Rest? Die Tante macht sich gerade sauber, hä? Wie? Ja, frisch. Und die andere Dame kümmert sich um die Musiker und der Musiker kümmert sich um die Dame und die Enkelin von der Nonno ist auf die Terrasse, hä? Aber die Nonno kommt gleich. Ah ja, und oben in der Lagermatratze ist noch die Dottore. Aber die Dottore ist eigentlich die Musiker, hä? Und die Tante, die sucht sie. Die Tante sucht mich. Der Opa ist im Anmarsch. In 5 Minuten ist er da. Gut. Also, ich schaue, dass ich noch ein bisschen aufhalten kann und ihr drum ins Kleid zusammen. Moment, wieso trommeln? Ich kann nicht kein Instrument spielen, ich kann nicht nur singen, hä? Und da ist ja immer das Gleiche. So. Dann muss ich auch noch machen, die ganze Buffet. Ja, ich finde, wir sollten die anderen jetzt verständigen.
Ach so, soll ich holen? Holle. Dann hol ich sie. Un momento. Vielleicht ist besser, wenn Sie nicht bleiben alleine hier. Adolfo, traust du mir nicht? No. Ich bin Sportler. Ich war Fahnenträger bei der Olympiade 80 in Lake Placid. Ja, und ich bin verantwortlich dafür, dass alle haben was zu mangiare. Ha? Und hier gibt es nur eine Fahne. Die Fahne von Adolfo di Castello di Pallinero, di Montalban. Bist meinst, Palinero, Schlossgespenster, sagt die anderen, der Radio geht wieder. Du brauchst das heute nicht singen. Oh mein. Komisch, Herr Heini, ha? Ja, weiß ich schon. Komm dann nur auf die Idee, frisst die ganze Buffet alleine zusammen. Ja. Unmöglich sowas. So, die Show kann beginnen. Fantastico! Ach, das sieht ja köstlich aus. Buffet ist noch nicht eröffnet. So, bin soweit. Oh, wunderbar. Endlich gibt's was zum Essen. Buffet ist noch nicht eröffnet. Also großes Lob, was ihr für ein Buffet aus dem Hut gezaubert habt. Na, Moment, nix so Hut. Habe ich keine Hut, ist es schlecht für die Frisur. Also ich könnte jetzt so kurz vorm Auftritt schon noch mehr Stärkung gebrauchen. Au! Buffet ist noch nicht eröffnet. Sobald er hier ist, kommt, geht's los. Also, wir könnten... Ja, fehlt nur noch der John Wayne. Leiser da! Der John Wayne? Na, der Opa! Aufstellung! Ja, Jawohl, jetzt kommt der Ritt über den Acker. auf geht's, Dr. F-Dur. C-Dur war mal rüber gewesen. Also jetzt Achtung, der Hias. Hallöchen zusammen! Die Fete läuft schon. Und der Herr Dr. Sato, wie schön. Frau Sommer, bitte. Aber Doktorchen, wir waren doch schon beim Vornamen. Oh, ein Buffet. Buffet ist noch nicht eröffnet. Ich habe mir nämlich extra so Motorschnitte für sündhaft teures Geld geleistet, weil ich gehört habe, hier oben steigt die Party des Jahres. Das ist doch eine Party, da, oder? Um Gottes Willen. Der unsittliche Grabscher. Aber Moment, bin ich keine Grabscher. Naja, ohne Grubelampe sehen Sie ja ganz manierlich aus. So, Doktorchen, nehmen Sie mal die Krücke ab und helfen mir mal. So, auf, danke. Und, was ist? Gibt's ein Schnäpschen oder was? Natürlich, Frau Sommer. Ich glaube, ich muss sich kurz was klarstellen. Mein Name ist Adolfo di Castello di Pallinero di Montalban. Und bin ich keine Mann, was fasst die Frauen unsittlich an. Ha? Jedenfalls nicht, wenn Frau nicht will. Ja. Wollen Sie mir damit sagen, dass ich Ihnen erlaubt habe, mir an der Buse zu fassen? Wie bitte? Ach so. Nein, Moment, das war ja nur, weil ich gedacht habe, Sie sind meine Tante. Und ich habe gemerkt, Sie sind der Doktor, der mich untersuchen will. Das ist alles ein großes Missverständnis, ja? Also ich möchte jetzt da mal was klarstellen. Der Opa! Ich habe nicht gegratscht. Nein. Nee, leider nicht. Eben. Prost. Zum Wohl. Danke. Der Opa! Also ich hätte ja wirklich nicht geglaubt, dass du selbst eine Schnapsdrossel belästigst. Schnapsdrossel? Ja, Entschuldigung, was Sag doch mal, das ist eine Nicht-Drossel. Oh, Maria, Also ich will ja nicht stören, aber was ist denn da eigentlich los? Opa! Oh, Hier, schön, dass du da bist. Ja. Opa, wir haben uns hier zu deinen Ehren versammelt. Okay. Das ist dein Fest. Dein Essen. und deine Musik. Der Hirs, der ist ein braver Mann. Holleroi, holleroi, er tut für dich grad, was er kann. Holleroi, ho. Der Hirs, der wird jetzt leider au. Holleroi, holleroi, drum hauen wir heute noch 5 Holleroi, ho. Der Frau muss jetzt jemand, weil der Franzi. Ja, Mariella. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass ihr Jorum kriegt. Also, ich kann's nicht. Das ist ja noch nicht alles. Adolfo! Natürlich,
Die Buffet ist eröffnet. Ja, was sagst du denn da? Es auf. Möchte jemand Champagner? Ja, endlich. Prego, prego. Wo ist denn unser Überraschungsgast? Auch eine Überraschung. Springt eine nackte Frau aus der Torte? Der denkt einmal nur an das eine. Aber Moment einmal, denke ich nicht immer nur an die Essen. Nicht wahr, Mariella? Mariella, der Überraschungsgast. Ja! Doktorchen, würden Sie mir auch bitte so ein Tellerchen voll machen? Wenn's sein muss. Gut, warum dann so unfreundlich, Doktorchen? Ja, das bin ich doch gar nicht. Hier ist Ihr Teller schon. Ach, danke, Doktorchen, das ist lieb. Was jetzt eigentlich die Franzi hin? Die soll doch noch was singen. Eine Überraschung, Opa. Aha. Mei, bin ich froh, dass der Heini wieder fort ist. Der hätte mir ja mein ganzes Fest verdorben. Schau, Opa, jetzt ist ja doch kein so ein einsamer Abend geworden heute. Ja. Kreist die? Ja, und wir? Hoffentlich spielt die Musik bald wieder. Ja, ansonsten kann ich vielleicht singen. Hä? Moment mal, kenne ich viele Arien von Puccini, von Verdi, von Bizet. Kann ich singen Vivaldi? Nein, bitte nicht. Dove il valor combatte, nulla il vigor potrà. Vivaldi. Ja, genau so hat mein Waldi auch gesungen. Also, das ist ein bayerisches Fest mit einer bayerischen Musik. Aber Moment, habe ich auch mal gearbeitet als Gondoliere in Venezia? Sul mare luccica l'astro d'argento plagi. Banause! Ja, was ist jetzt mit der Überraschung? Da kommt sie, deine Überraschung des Abends. Dein Freund Heini. Was? Ach du Scheiße. Du musst mich auslassen. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Ich wollt's nicht recht haben. Lass die Drucker! Alter Spezi! Der war früher schon so ein grober Nackel. Hey, da gib ich einen groben Also, bevor wir uns jetzt noch vor Freude alle zerfleischen, kann ich sagen, trinken wir zuerst einmal. Ja. Auf den Hirs! Lieber Hirs, ich wünsche dir zu deinem bevorstehenden Ruhestand alles Gute. Gesundheit, Glück, mei und alles, was man sich halt so wünscht. Erfolg! Ja, Freunde. Liebe. Sex! Was? Sechs Richtige im Lotto! Auf den Hirs! Auf den Hirs! Eisel! Prost. Also, ich danke euch. Ich danke euch. Also, Heini, ich weiß zwar nicht, warum du da bist, gell? Aber ich freue mich narrisch, dass du da bist. Wisst, der Heini war nämlich früher mal ein sehr erfolgreicher Kopffahrer. Skifahrer, Mensch. So, naja, 2x4. Ja, und wir waren praktisch unzertrennlich, gell? Ja. Ja, bis ich dann ein Depp gewesen bin. Okay. Und dann war Funkstille, so ungefähr. Ja, so eine halbe Ewigkeit ungefähr, gell? Doktor, pack der Akkordeon aus, komm. Bevor wir jetzt nur sentimental werden, darf ich sagen, jetzt tanzen wir und singen wir ein bisschen. Ja. Dann stoßen wir an auf ein gutes und vor allen Dingen auf ein gesundes neues Jahr. Auf geht's! Das ist der Beweis. Heini, ich bin entsetzt, Ja, das auch Zuschau. dass du da mitmachst. Oh, Doktor, gleich ist es soweit. Würden Sie mir bitte auf die Terrasse helfen? Ja, da gehen wir alle hin. Ja. Aber gehen hier. Also, ich gerne mal voll Haben wir alle was zu trinken? Entschuldigung, ist Aber damit wäre bald Schluss sein, gell?
Morgen kommt jemand vom Ordnungsamt und wird der Sache entmachen. Morgen ist Feiertag, morgen kommt kein Beamter. Deine Tage in Freiheit sind gezählt. Warum möchtest du mich da heiraten? Ha? Spott nur. Dir wird die Gaudi schon noch vergeben. Komm. Also, Jetzt setzt ihr mal her da, alte Brumsumsel. Christens, Zinzelein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurz, nice, Zinzi. Kurz, nice. kurz, nice. Burm. So, und jetzt raus mit der Sprache. Jetzt, was ist denn das da für ein Fest? Und was magst du da morgen mit der Hitten? Schon, jetzt war's fast ein bisschen gemütlich geworden, gell? Sei du stark, gell? Entschuldigung. Jetzt weiß ich auch, warum du das damals nicht gemacht hast. Jetzt sag, was magst du mit der Hitten? Mei, was werde ich schon machen? Die Leute reisen ab, ich rahm auf, gib die Schlüssel der Ela und gehen unter ins Dorf in mein Austragshäusl. Und das sollte der glauben. Ja, natürlich. Darauf komme ich nur noch, wenn ich die besuche. Was mit besuchen? Wollte da ja nichts sein, gell? Sehen Sie? Und wenn ich die besuchen darf und wenn ich vielleicht einen alten Freund dann mitbringen darf, ha? Na gut, wenn's sein muss. Gut, dann kriegt's auch meinen Kass. Ja, wunderbar. Das ist ja wunderbar. Warte mal schnell. Sagt mal, da schaut's mal her. Kennt ihr das noch? Oh, ja. Das ist ja das Fotoalbum, wo du uns beim Skifahren verewigt hast, Genau. gell? Mei. Fesch waren wir schon, wie wir noch jung waren. Ja. So, das ist Grenoble 1974. Genau. Ja, da hat sie's auch mal geschmissen, Heini, ha? Und da, Kitzbühel. Da hast doch du das schöne Dreierfoto gemacht, wo wir unsere Freundschaft verewigt haben. Wo ist denn das? Da gehört es nicht. Ja, da hab ich's einmal vor 100 Jahren rausgerissen, weil's mich nicht mehr gefreut hat. Hast du das Foto noch? Ja. Da. Ja. Ja. Ah, Ein kurz, nice, ja. Du isst wieder gar nichts, Elias. Ich bin halt was Besseres gewohnt. Wollte ich mit den Pfannkuchen extra Freude machen. Die sind Pfannkuchen. Schade. Ich hab's für ein warmes Säulenleder gehalten. Lass dir nicht ratzen, Kattel, mir schmeckt's. Höchste Zeit wird's, dass wir endlich wieder eine Hauserin kriegen. Ja, die läuft auch wieder nach 4 Wochen davon. Ja, bei uns am Bauern hält's ja keine aus. Ja, weil sie ihm alle schöne Augen hinmachen. Und das vertragt er nicht, der Bauer. Er fürchtet die Weiber mit der Teufels Weihwasser. Sag das nicht. Er sieht die schönen Weiberleute nicht ungern. Aber seit sein Vetter, der alte Bachhofer, das Saudu mit Testament gemacht hat, will er von den Weibern nichts mehr wissen. Ja, der Bauer hat doch schon alles geerbt. Ja, aber da ist eine Bedingung dabei. Er muss mit 45 Jahren verheiratet sein.
Sonst fällt der Hof an die Sefa. Das ist eine weitschichtige Verwandte von ihm. Wie alt ist denn jetzt der Bauer? Im Oktober war er 44. Warum wohl der Bachhofer so eine Bedingung gestellt hat? Ja, mei, da war er selber schuld, der Bauer. Er hat's ein bisschen arg drin. Man hat ihn so nur die narischen Gori geheißen im Dorf. Naja, da hat sich der Alte gedacht, das Heiraten ist das einzige Mittel, was einen Bauer wieder vernünftig machen kann. Ja, da hat er auch ganz recht gehabt. Ja, er hat aber nicht mit dem Bauern seinen Dickschädel gerechnet. Bevor sie der zu was zwingen lässt, verzichtet er lieber auf die ganze Erbschaft. Ja, dem ist halt seiner Lebtag noch nie schlecht gegangen. Ja, sonst müsste er die Erbschaft schon besser schätzen. Der ist ja auch nicht in den Hof gehalten, der Teufel. Wie viele haben schon angeklopft bei ihm und wollten ihm eine Hochzeiterin zubringen. Aber er macht sich ja nur lächerlich drüber. So wie eine sich, die einen Unterrock tragt, meint er schon, die will was von ihm. Die Weiber sind ja selber schuld, wenn sie so ein Getue haben um den Bauern. Da muss er sich einbilden, dass alle in ihn verliebt sind. Ja, Strams Mannsbild ist er ja. Schau, schau, die Kattel spitzt auch auf ihm. Könnte mir einfallen, dass ich ein Mannsbild nachlaufe. Das meine ich auch. Da bin ich schon auch noch da, mein Lieber. In dem Punkt traue ich keinen Guten. Gut, dass das der Bauer nicht gehört hat. Der darf sich schön fürchten vor dir. Ich glaub gleich gar, du bist eifersüchtig auf deine Schwester. Wer soll denn sonst aufpassen drauf, wenn sie nicht tun? Da verstehe ich auch beim Bauern keinen Spaß. Ich brauch keinen Aufpasser. Und der Bauer, der will mir schon nichts. Aber wenn der nicht bald ans Heiraten denkt, dann kann's passieren, dass wir alle bald auf der Straße sitzen. Einen Dienst finden wir immer wieder. Ja, wenn der Bauer schon so Angst hat vor die Hauserinnen, na soll er sich heute eine Alte nehmen, die über das gefährliche Alter hinaus ist. Ja, wenn man das wisst, wann die Weiber über das gefährliche Alter hinaus sind. Ich glaub, es gibt gar keinen Jahrgang, der ganz sicher ist. Ah, grüß euch. Grüß dich. Mein Bruder ist mal wieder nicht da. Nein, Kommt jetzt nicht einmal wer zum Essen haben. da versammelt er ja nichts. Der Kattel, ihr Kost ist ihm halt so lebensgefährlich. Ich bin ja auch kein Köchin. Nein, das kann nicht einmal dein Todfeind behaupten. Ist er wieder beim Landwirt. Ja, wo denn sonst? Da ist er mehr daheim wie auf seinem Hof. Es ist eine Schande, wie der mit dem guten Geld umgeht. Weil er es zur Konkurrenz tragt. Ja, freilich. Bei mir bleiben jetzt wenigstens in der Familie. Aber schuld ist bloß meine Alte, weil sie mit dem einen Krach angefangen hat. Wo sperrst du denn deine Ohrwascheln so auf? Such da draußen eine Arbeit. Wenn du so mit deiner Kundschaft umgehst, kann ich mein Geld ja auch zum Landbewirt tragen. Ja, mein Bruder wird das leichtsinnige Leben bald ein Ende haben, wenn er einmal verheiratet ist. Ja, wenn. Heiraten muss er. Für einen Bauern gibt's kein Müssen. Aber für meine Alte, die bringt ihn so weit. Deine Alte, die kann ihn am meisten abschrecken. Wenn man deine Alte anschaut, dann wünscht man sich direkt ein Gesetz, das das Heiraten verbietet. Geh. Jetzt mach's nicht ganz so arg. So schlimm ist es auch wieder nicht. Sie hat halt ein bisschen einen festen Willen. Ja, ich bin da ja nicht neidig. Jeder kriegt die er verdient. Dummes Gerät. Also, wenn mein Bruder kommt, dann schickst du ihn rüber. Der geht ja doch nicht. Dann schimpft mein Alter wieder den ganzen Tag umeinander. Weißt eh, wie es ist, wenn dir was nicht hinausgeht. Ich sag's ihm, aber der wird sich von dir nicht auf die Schlachtbank führen lassen. Da bin ich wieder mal der Schlachtopfer, wie immer. Ja, lass das halt nicht gefallen. Hau hat einmal mit der Faust am Tisch. Na, dann müsst ihr ja Tag und Nacht drauf haben. Hab eh schon bald keinen ganzen Tisch mehr im Haus. Also, wenn mein Bruder kommt, dann gibt's mir Bescheid, gell? Viert euch. Vierte. Was will denn die Wirtin von unserem Bauern? Das bekümmert doch uns nichts. Aber vom Bauern muss sie Respekt haben, weil sie nicht selber kommt. Er hat sich schon einmal vom Hof gewiesen, weil sie ihm zu viel reingeredet hat. Da hat sie ja die Rieb verschlagen. Aber jetzt wird sie halt die Sprache wieder gefunden haben. Grüß Gott. Grüß Gott. Bin ich da recht auf dem Bachhof? Am Bachhof bist du schon. Aber ob du recht bist, kann ich nicht wissen. Was willst du denn? Bist du der Bauer? Nein, wir zwei gehören nur zu den Untertanen. Du bist gewiss nicht aus unserer Gegend, weil du Bachhofer nicht kennst. Gehört habe ich schon öfters von ihm, aber gesehen habe ich noch nie. Da wirst nicht viel Gutes gehört haben von ihm. Na, das kümmert mich nicht. Ich hab gehört, er sucht eine neue Hauserin. Und da hab ich mir gedacht, schaust du mal vorbei, vielleicht ist das was für mich. Eine Hauserin? Ja, die brauchen wir so notwendig wie ein Stückel Brot. Aber du bist nicht die Richtige. Im Weg, meine ich, wirst du umsonst gemacht haben. Ja, habt's schon andere. Nein, das nicht, aber die nimmt der Bauer nicht. Warum soll's mir der Bauer nicht nehmen? Er kennt mich doch gar nicht. Der Bauer soll froh sein, wenn wir überhaupt eine Hauserin kriegen. Wenn du nur anders ausschaust. Anders ausschauen? Ja. Gefällt ihm was? Nein, das nicht, aber du bist jung und sauber. Also ich bin ja nicht zum Anschauen da, sondern zum Arbeiten. Mir war lieber, du warst alt, schier und kreislich. Mir nicht. Also auch ein Bauer muss ein ganz Extriger sein.
Er kann's doch gleich sein, wie seine Hauserin ausschaut. Er ist ja nicht verheiratet damit. Ja, das ist ja was dafür. Kannst gut kochen. Ja, als Hauserin muss ich doch kochen können. Dann muss er dich einstellen, ob er mag oder nicht. Sonst verhungert die da noch bei lebendigem Leib. Kannst gut lernen. Was ob ich lernen kann? Ja, ich meine, es war halt schön, wenn du ein paar Liebhaber hast und ein halbes Dutzend ledige Kinder. Sag mal, was glaubst denn du von mir? Der Bauer soll es ja glauben. Dann hätte er wenigstens keine Angst vor dir. Nein, auf sowas lasse ich mich nicht ein. Dann bist du schuld, wenn ich an einer Pfannkuchenvergiftung stirb. Ich mag mich da nicht mit einer Lug ins Haus einschleichen. Lieber geh ich wieder. Na, bleib nur da. Der Elias wird's den Bauern schon beibringen. Wann kannst du denn einstehen? Wenn's am Bauern recht ist, kann ich gleich da bleiben. Meine Koffer habe ich beim Wirt drüben. Na, die kann der Xaverl holen. Wenn du einmal da bist, dann wird dich der Bauer schon behalten. Xaverl! Xaverl! Komm mal rein zu mir. Jetzt sagt jetzt unsere Kammer und dabei kann der Elias mit dem Bauern in Ordnung bringen. Er muss Ja sagen, bevor er es gesehen hat. Dann wird er es schon gleich wieder rausschmeißen. Was ist los, Elias? Nimm einen Schub kann und fahren über zum Wirt und hol die Koffer von unserer neuen Hauserin. Was? Wir haben eine neue Hauserin. Wie schaut's denn aus? Das kann doch dir gleich sein. Ja, eben nicht. Vielleicht ist es eine für mich. Ich weiß nicht, ob sie was versteht von der Kinderfürsorge. Ich hab vielleicht mehr Erfahrungen mit den Weibern als wir du. Wo ist denn die Hauserin so schnell hergekommen? Der Osterhaus hat's gebracht. Wer aber nur so kindisch sein kann. Was tust du da herin? Haben wir heute einen Feiertag? Der Elias haben wir gerade geschwört. Jetzt geh nur zu und tu das, was ich da angeschafft hab. Also bei uns weiß man schon bald nicht mehr, wer eigentlich anschafft. Was Neues, Elias? Dein Bruder war da. Hast du ihn nicht getroffen? Nein, was hat er wollen? Sein Alter hat ihn geschickt, du sollst rüberkommen zu ihm. Mach keine Witz. Ja, sie will sich aussöhnen mit dir. Ah, das feiert mir gerade noch. Ich bin ja froh, dass wir so jetzt gekriegt sind miteinander. Da gehst nicht lieber dazu. Kann mir einfallen, wer weiß, was die wieder vorhat. Ja, vielleicht will sie dich auf den Pfad der Tugend zurückbringen. Oder sie hat wieder eine neue Hochzeiterin für mich. Kann sein. Ja, Bauer, das letzte Jahr ist bald rum. Wenn's dann schon bald wäre. Er kriegt ja doch keine Ruhe. Ist denn das Heiraten gar nicht so schlimm? Vielleicht war ich längst verheiratet, wenn das saudumme Testament nicht wäre. So weiß ich, dass das ganze scheinheilige Getue von den Weibern meinem Hof, aber nicht mir gut. Meinst du nicht, Bauer, dass du das Misstrauen ein bisschen übertreibst? Die Sefa kann sich die hintreiben dabei. Von mir aus kannst du den Hof heute schon haben. Wirst sehen, wie schnell ich dann mehr Ruhe hab. Mach keine Dummheit, Bauer. Wer weiß, wie du übers Jahr denkst. Nicht anders wie heute. Ja, ich weiß, dass es eine Dummheit ist, wenn ich auf die Erbschaft verzichte. Aber ich hab nie damit gerechnet. Und zwingen lassen mich nicht. Die Sternwirtin hat den gleichen Dickschädel wie du. Die gibt die Hoffnung noch lange nicht auf, dass sie dich verheiratet. Die Hoffnung wird's nicht mehr lang haben. Du, der spürt einen Streich, dass er ein ganz Jahr lang die Sprache nicht mehr findet. Die schickt mir keine Hochzeiterin mehr ins Haus. Bauer, dass wir von was anderes reden, ich hab heute eine Hauserin eingestellt. So. Ich hoffe, es ist dir recht. Ja, wenn's mir in Ruhe lässt, ist mir recht. Dann kannst du bleiben. Ja, natürlich kann's bleiben. Ja, du tust ja gerade, wie wenn wir die Hauserin ein dutzendweise zum Aussuchen hätten. Du hast dich doch vorher angeschaut. Ja. Ja, dann ist recht. Die Karten sollen wir noch einen Krug Moss bringen. Gut, dann sag ich der Hauserin, dass du bleiben kannst. Ja. Und bring's auch gleich mit dem Lohn in Ordnung. Kannst du dann auch gleich sagen, wie es bei uns am Hof gehalten wird, gell? Ist schon recht, Bauer. Grüß Gott, Bauer. Wer bist denn du? Die neue Hauserin. Das heißt, wenn mich du nicht gleich wieder fortschickst. Du bist doch deiner Lebtag noch nie eine Hauserin gewesen. Ja, bis jetzt habe ich das Hauswesen daheim geführt, aber jetzt heiratet der Bruder auf dem Hof und da muss ich mir meinen Dienst schauen. So. Ja, setz dich her. Ja, wenn dir der Elias eingestellt hat, dann kann man da nichts mehr ändern. Warum? Ist dir nicht recht? Ich kümmere mich nicht viel um den Hof. Weißt doch, ja, der Frau, die alles zusammenhalten kann. Traust mir das vielleicht nicht zu? Wart doch erst einmal ab, wie ich meine Arbeit mache. Du schaust mir nicht aus, wie wenn du wegen der Arbeit zu mir gekommen wärst. Warum soll ich denn sonst kommen sein? Vielleicht hast du auch schon gehört vom Testament vom seligen Bachhofer. Du wärst nicht die Erste, die drauf spekulieren tät. Also, sag einmal, wer gibt denn dir das Recht, sowas von mir zu glauben? No. Ich hab meine Erfahrungen gemacht mit den Weibern. Und warum soll ich gerade bei dir Ausnahmen machen? Oder hast du vielleicht wirklich noch nichts gewusst von der Bedingung im Testament? Wissen tut das jedes Kind in der ganzen Umgebung. Aber ich hab gewiss nicht an sowas denkt. Verlangst du im Ernst, dass ich das glaub? Glaub's oder glaub's nicht? Ich wär mir ebenfalls zu schad für so ein einbilderisches Mannsbild, wie du eins bist. Wer ist einbilderisch? Du! Wenn du dir einbildest, für jede müsste Glück sein, wenn's dich einmal kriegt. Und dann Bauchhof dazu. Okay, was redet ich mit dir überhaupt? Bin ich dir keine Rechenschaft schuldig? Ja. Dann kann ich wohl wieder gehen. Ja, schade, dass du den Weg umsonst gemacht hast. Ja, ganz umsonst war er ja nicht.
Wenn ich auch keinen Dienst gefunden hab, so hast du wenigstens einmal ein wahres Wort zum Herrn gekriegt. Ich glaub gleich Gott, du wärst im Stand und hättest mich abgewiesen, wenn ich die mögen hätte. Da kannst du dich drauf verlassen. Und jetzt vierte Gott. Ich bin dir nicht einmal böse, weil ich glaub, dass du trotz deinem schönen Hof bloß ein armer Teufel bist. Ja, die Koffer von der Hauserin draußen. Soll ich gleich auftragen? Trag's wieder hinüber zum Wirt. Nix da, trag's auf in die Kammer von der Kattel. Da stehen ja 2 Betten drin, oder? Möchtest du lieber eine Kammer haben? Ja, aber Bauer. Hey, schau nicht so blöd durch das, was ich da angeschafft hab. Das mag ich, wenn 2 anschaffen und jeder was anderes. Also na, probieren wir's miteinander. Du musst mich trotzdem behalten. Ja, freilich. Bei dir bin ich mir sicher, dass du mich nicht heiraten willst. Davor bewahr mich der Himmel. Sag einmal, bin ich denn kein so ein kreisliges Mannsbild, hä? Naja, jetzt wird es herausstellen, ob du mit den Händen genauso fleißig bist wie mit dem Mundwerk. Da soll es nicht dran fehlen. Noch eins, wie weißt denn du? Fini. Fini? Naja, ich muss ja wissen, wie es du weißt, nicht? Ah, jetzt ist er ja selber da. Der Herr Bruder. Wie ist? Hast du einen Platz gekriegt? Vorerst schon mal. Hätte ich auch brauchen können. Für die Wirtschaft. Ja. Wenn dich mein Bruder rausschmeißt, kommst du zu mir, gell? Ich hoffe, dass ich dich nie beim Wort nehmen muss. Sauber, Strutschel. Was gibt's bald das? Ja, du wirst es kaum glauben, aber ich komme als Friedensengel. Aber. Du, wenn der Alte so sanftes Halten aufzieht, dann weiß was von mir. Ja, freilich, das wäre ja ganz gegen ihre Natur. Wir haben einen Besuch gekriegt. Und? So Rösel. Was für ein Rösel? Ja, ich halte es mehr für einen Rosenstängel. Aber der Alte hat einen Narren an ihr gefressen. Ist ein Basel von ihr, weißt du? Brauchst mir nichts mehr erzählen, ja. Sie möchte das Rösel in deinen Garten verpflanzen, verstehst du? Glaubst du, dass mich das Rösel auch nimmt, wenn ich keinen Hof mehr hab? Nein, gar nicht, gewiss nicht. So schön bist du auch wieder nicht, dass die eine ohne Hof nimmt. Das Rösel hat ja selber nichts. Aber, weißt du, sie möchte so schnell als möglich Bayerin werden. Na, dann ist die Richtigkeit. Wie meinst du? Weil ich heute noch auf die Erbschaft verzichte. Heute noch? Ja. Da wird sich die sehr verfreien. Ach so. Du, der macht die Freude nicht. Weißt du was? Der nächstbeste, der da bei der Tiere geht, der soll den Hof haben. Der soll 1 Jahr lang da der Bauer sein. Ja, und du? Ich geh in Austrag und lass mir die Sonne auf den Buckel scheinen. Bei mir ist doch gleich, ob ich ein Jahr früher oder später aufhöre. Auf diese Weise kann ich dem armen Teufel Freude machen und mich lassen sie endlich einmal in Ruhe. Und mein Alte, den lass dich unter Kuratel stellen, weil du geistlich nicht mehr verrechnungsfähig bist. Das macht ja nichts. Die Hauptsache ist, dass sie sich recht ärgert. Gar nicht, das wirst du noch überlegen. Mein Wort drauf, dass ich es tue. Und mein Wort, das steht. Dann trifft mein Alte der Schlag. Aber mach dir keine Hoffnungen, die bleibt da schon. Herein. Grüß Gott. Gut? Ja, du schau her. Da kannst du jetzt deinen Nachfolger gleich raussuchen. Meine Herren, entschuldigen Sie die Störung. Wir sind 2 arme Reisende und bitten um eine kleine Unterstützung für unsere armen, unmündigen Kinder und um ein bisschen was zum Essen für unsere leibliche Notdurft. Und wenn wir nur ein bisschen ein Platzl kriegten, wo wir übernachten könnten, dann würde der Gotteslohn für diese gute Tat nicht ausbleiben. Oh, ihr seid uns gerade noch abgegangen. Auf euch haben wir schon gewartet. Ja, aber ihr braucht keine Angst haben, dass ihr uns eine Arbeit geben müsst. Nein. So unbescheiden sind wir auch wieder nicht, dass wir den anderen Leuten die Arbeit wegnehmen. Nein, wir wären schon zufrieden, wenn wir ein bisschen was zum Essen kriegten. Ja, das soll's haben. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es erraten habt, dass ihr daher gefunden habt. Ja, die Wege der Vorsehung sind wunderbar. Mein Kollege, der Nasel, wollte schon nicht mehr weiter marschieren. Aber mir hat eine innere Stimme gesagt, dass ich heute noch was zum Essen krieg. Und ihr zwei macht auf mich so einen vertrauenserweckenden Eindruck, dass ich sogar noch auf ein Nachtlager hoffe. Red auch mal was, lass nicht alles mir allein reden. Seit 10 Jahren bin ich arbeitslos und daheim sitzen 6 unmündige Kinder und warten auf ein Stück Brot. Alte Mai, das ist der verkehrte Walzen. Das macht der Hunger. Da bringt alles durcheinander. Das ist wohl dein Lehrbruder. Hat der noch nicht ausgelernt, da ist Fechtbruder. Schau so aus wie der Fechtbruder. Nein, das sind ehrbare Handwerker. Aber arme, vom Unglück verfolgte Menschen. Da hat das ehrbare Handwerk aber noch wenig eingebracht. Seit 3 Tagen haben wir kein bisschen Brot mehr gegessen. Mein ganzer Reichtum steckt da drin. Ich habe ein Herz. Ja, warum sollst du kein Herz haben? Ja, aber das gute Herz lasst nicht zu, dass es zu was bringt. Und das gute Herz lasst auch nicht zu, dass ich einen armen Teufel die Arbeit wegnehme.
Hat die Angst vor der Arbeit, ha? Was habt ihr denn für ein Handwerk? Ja, der Nasl ist ein Künstler, ein Musikant. Und ich habe einen Spezialberuf. Was bist du halt? Ein Sargmacher. Ein Schreiner? Nein, ein Schreiner ist noch lang kein Sargmacher. Sargmachen ist eine Kunst. Und drum langt ein richtiger Sargmacher niemals eine andere Arbeit an. Oh, ihr ist recht. Nein, ihr braucht's keine Angst nicht haben. Ich sag's euch, wer sich von mir einen Sarg anmessen lässt, der mag am jüngsten Tag gar nicht mehr raus. So wohl fühlt er sich da drin. Ja, schade, dass wir gerade keine Verbindung haben dafür, gell? Macht ja nichts. Ich bin nicht einer, der der Arbeit nachläuft. So viel Stolz muss der Mensch haben. Jetzt setzt euch mal her. Schauen wir mal, ob wir für heute Brotzeit haben. Kattel, bring mal eine Brotzeit für zwei Mann und einen Krug Most. Das Herr Gabriel, Brotzeit hat er gesagt. Ich hab was von einem Most gehört. So, also du bist also ein Sargmacher, du hast einen Spezialberuf und eine ruhige Profession, hä? Ja, ja. Na, ich suche mir auf meiner Wanderschaft schon immer nur die gesündesten Gegenden raus. Und trotzdem ist mir in dem Jahr schon 3-mal passiert, dass ausgerechnet jemand gestorben ist, wie ich ins Dorf gekommen bin. Ach, so ein Pech. Da hast du in dem Jahr schon 3 Särge machen müssen. Beinahe. Zum Glück war überall ein Schreiner da. Und du bist der Musikant. Was spielst du nachher? Mundharmonika. Aha, auch ein schöner Beruf. Ja, aber der lernt schon noch was anderes auch noch. Ja, dem fehlt ja bloß das Instrument. Das Talent hat er dazu. Und der ist ja noch nicht so lange auf der Wanderschaft. Ja, wie lange bist denn du schon unterwegs? Seit ich ausgelernt hab, 25 Jahre. Verheiratet bist du nicht? Nein, ich hab überhaupt wenig Unglück gehabt in meinem Leben. Unberufen. Sag einmal, hast du schon mal mit der Bauernarbeit probiert? Nein, so weit habe ich mich noch nie vergessen. Mit dem bist du aufgerichtet. Ein bisschen Nachfrage hätte ich gar nicht finden können. So, jetzt macht's einmal Brotzeit und dann werdet ihr doch eine große Überraschung erleben. Ja, wer 25 Jahre Landstraßen unter die Füße hat, den kann nichts mehr überraschen. Wart doch erst einmal die Brotzeit ab. Ich glaub schon bald ein Wunder. Sag einmal, hast du noch nie so einen heimlichen Wunsch gehabt? Was so einen heimlichen Wunsch, wo man nie hoffen kann, dass er einem ausgeht? Ja, so einen hätte ich auch. Was wäre das dann? Ich möchte einmal so viel essen können, dass ich nicht mehr stehen kann. Und ein richtiges Federbett und keine Blasen an die Füße nehmen. Du denkst bloß an Nebensachen. Wenn man schon wünscht, dann muss man richtig wünschen. Ja, das sag ich auch. Was wünschst denn auch du? Schnaps. Lauter Schnaps. So viel Schnaps möchte ich mal haben, dass ich keinen Treffer nicht mehr unterbringe. Ist das alles? Ja. Ja, aber wenn du dir noch mehr wünschen dürftest. Ja, dann möchte ich noch mehr Schnaps. Ja, möchtest du das nicht noch mal überlegen? Nein, du, in dem Jahr werden wir noch viel Spaß erleben. So, da ist jetzt die Brotzeit. Ist die für die 2 Herren? Ach, das geht. Für wen halten die uns? So, und jetzt lasst es euch gut schmecken. Und wenn der Krug leer ist, dann müsst ihr es halt sagen, gell? Ja, wir werden so frei sein. Vorerst sagen wir einmal, vergelt's gut. Stock auch einmal was, du Stoffe. Fein, vergelt's gut. Am Kindersegen wird's wieder reinkommen, Bayerin. Ja, mir war's schick nur. Das ist nicht die Bayerin, das ist die Hauserin. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Sag mal, ob da der Kartel geschrieben und nicht dir. Die Kattel hat eine andere Arbeit und fürs Haus bin ich jetzt ich zuständig. Sag mal, musst denn du immer da wieder reden? Also dafür kann sie nichts. Dass du widerreden ist den Weiberleuten angeboren. Also entweder bin ich die Hauserin, dann mache ich auch die Arbeit, die mir zusteht. Oder ich bin die Hauserin nicht. Dann kann ich ja wieder gehen. Sag mal, zu dir darf man wohl überhaupt nichts sagen. Wenn's anschaffst, dann tu es mit Verstand. Wenn's aber bloß dein Grant an mir auslassen willst, dann bin ich nicht die richtige Person dazu. Ich hab dir nicht geschrien, dass es kommen sollst. Drum brauchst du mir jetzt auch nicht sagen, dass ich wieder gehen soll. Bis jetzt habe ich geglaubt, dass der Wort was gilt, aber du bist ja wetterwendisch wie Rolls weit. Weil ich keinen Widerspruch vertrag, da wär ich ein Viech. Das habe ich schon gespannt. Ich bin ja unter die Viecher aufgewachsen. Du, die musst zu mir kommen. Die ist sogar meiner Alten gewachsen. Nimm's nur mit, je eher, desto besser. Du, isst du für deine 6 unmündigen Kinder auch gleich mit? Kinder? Ich hab ja keine. Das sind bloß so Geschäftstricks. Sag einmal, was darfst du jetzt sagen, wenn du das immer so haben könntest? Ja, gar nichts, weil es das nicht gibt. Ich sag dir im Ernst, wenn du willst, dann kannst du 1 Jahr lang auf dem Hof der Bauer sein. Du kannst tun und lassen, was du willst und kein Mensch soll dir was drehen. Und was verlangst du dafür? Nix. Ich habe noch nie einen Bauern gesehen, der mir sonst was tut. Ja, dann siehst du halt jetzt einen solchen. Warum sagst du denn nicht gleich, wir sollen jetzt 1 Jahr lang auf deinem Hof da arbeiten? Das wäre zwar ein schönes Angebot, aber ich kann es leider nicht annehmen, weil das gegen meine Grundsätze ist. Arbeiten brauchst du nicht, wenn du nicht unbedingt willst. Und was du in einem Jahr aus dem Hof rauswirtschaftst, das gehört dir. Mein Bruder, der Sternwirt, ist Zeuge. Glaubst du das jetzt? Ja, wenn es dir einen Spaß macht, na tu dir halt so, als ob ich glaube. Glaubst du das eher, wenn er das schriftlich gibt?
Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange du den Spaß noch treiben willst. Gießen und Drunger haben wir jetzt, dafür sagen wir, dafür geht's gut. Aber ich meine, es ist doch jetzt besser, wenn du uns wieder gehen lässt jetzt. Geh weiter, so dumm wird's doch nicht sein. Du siehst doch, dass mein Bruder ernst ist. Das Wundern hat man eigentlich schon lange abgewöhnt. Was ist denn dann mit meinem Kameraden? Der bleibt natürlich bei dir. So, glaubst du das jetzt? Steck's ein, Gabriel, sonst reisen wieder. Ich muss wohl, wenn's mir auch nicht recht wohl ist bei der Geschichte. So, von jetzt ab bist du der Bauer auf dem Bachhof. Jetzt schau, dass du es richtig machst. Wenn du es richtig anpackst, dann brauchst du nach dem Jahr nicht mehr als armer Teufel vom Hof gehen. Und du? Ich geh in Austrag. Was ich brauch, das hab ich. Ja, ich hab schon viel schlechte Erfahrungen gemacht. Und für uns eins ist es noch nie gut ausgegangen, wenn sich ein Bauer einen Spaß mit uns macht. Aber bitte, wenn du meinst, dann spiel halt einen Bauern, sodass du deine Freude dran haben wirst. Ja, und ich kann jetzt da wirklich auf dem Hof anschaffen. Freilich. Da ist nämlich nichts mehr drin. Wenn du das ausprobierst, dann geh richtig. Sag's deinen Dienstboten aber selber, die möchten nicht gerne ein blaues Auge haben. Sag mal, Elias, komm zu mir rein und bring die Kartel auch mit. Na, hast du jetzt gesehen, dass der Gori Wort hält? Lass dir nur gleich einen neuen Sarg anmessen von dem da. Das heißt doch, gescheite Leute werden nicht alt. Und den Alten kannst du sagen, sie kommen mir ein Rösal ruhig schicken. Vielleicht möchtest du mir einen Austrag ziehen. Ich glaube eher, dass sie dir einen Gummiwagen geschickt, der dich ins Narrenhaus bringt. Da kehrst du nämlich hin. Auf das Gesicht von meiner Alten bin ich neugierig, wenn du das hörst. So, jetzt lasst euch dann eine Kammer ziehen und dann macht es euch bequem. Was ein Hammer? Mit dem richtigen Federbett. Natürlich, der neue Bauer. Wer tut dir nicht im Heim schlafen lassen? Gabriel, ich glaub, wir sind im Himmel. Vielleicht fliegen wir schneller wieder raus, wie wir reingekommen sind. Was gibt's denn, Bauer? Eine kleine Überraschung habe ich für euch. Von heute ab hat der Bachhof einen neuen Bauer. Da steht er. Oh, der schaut gut aus. Zu was brauchen wir denn zwei Bauern? Wir haben doch einen Arm schon genug. So ein Narrenstöckel. Als letzte Nadelstückel, Kattel. Wie heißt denn du? Gabriel, wie der Erzengel. Schon wieder einer aus der biblischen Geschichte. Den Elias haben wir ja so schon. Ja, wir wollen uns auch da in den Himmel einrichten. Wir werden schon gut auskommen miteinander, gell? Also arbeiten wir nur so viel, wie er sein muss und keinen Handstreich mehr, weil das gegen meine Grundsätze ist. Die Hauptsache ist ein gutes Essen. Wo ist denn die Hauserin? Ja, einpacken tut's, weil's der Bauer ausgeschmissen hat, sagt's. So, dann schmeiß ich wieder rein. Die Hauserin bleibt da. Ja, du findest dich recht schnell als neuer Bauer. Aber ich hab dir versprochen, dass er dir nichts reinredet. Und dabei bleibt's. Und du nimmst jetzt gleich mal einen Schubkarren, holst ein Fassel Bier, das gehört zum richtigen Einstand. Ach, so habe ich mir einen Bauern nicht mehr vorgestellt. Da haben wir mal einen guten Tausch gemacht. Und du sagst zur Hauserin, dass sie wieder da bleiben soll und sie soll gleich eine Kammer herrichten, damit wir auspacken können. Ja, die Arbeit ist schnell geschehen. Bleibt der da auch bei uns? Freilich. Wir fordern die schon richtig raus. Die Hauserin stehst also wieder ein. Freilich, die brauchen wir doch für unseren Himmel. Kannst mir du sagen, was das da alles zum Bedeuten hat? Nein, aber wundern tut mich gar nichts mehr bei unserem Bauern. Kannst mir denn du sagen, wo da der Haken ist? Warum soll da ein Haken sein? Weißt du überhaupt, was er da geschenkt hat? Nein. Der Hof ist gering gerechnet 50.000 Mark wert. 50.000 Mark? Hast du einen Bleistift? Nein. Einen Bleistift? Nein, Aber aber keinen. natürlich, ja. 50.000 Mark? Was rechnest du da aus? Ja, weißt denn du, was 50.000 Mark sind? Das sind 100.000 Glaseln Schnaps. 100.000 Glas. Große oder kleine? Bring jetzt nicht raus, die sind am Tag. Du wirst doch den Hof nicht in lauter Schnaps umrechnen. Ich hab's ja gewusst, dass die Geschichte einen Haken hat. Ein Haken? Warum denn? Weil die Zeit nicht reicht. Natzel, in dem einen Jahr können wir den Hof beim besten Willen nicht versaufen.
Haus werden sie noch alle schlafen. Jetzt ist die beste Gelegenheit zum Verschwinden. Warum sollen wir von da verschwinden? Ich bin froh, dass wir so ein schönes Platz gefunden haben. Dann möchtest du vielleicht warten, bis sie uns rausschmeißen. Ich bleib da und kann jetzt 10 Ross bringen mich von da fort. Ach du Schacke. Mein Kleiner wird selbstständig. Was meinst du, was uns der Bauer halt erzählt, wenn der seinen Rausch ausgeschaffen hat? Pass auf, wie uns der die Rechnung vorweist. Was soll er denn von uns wollen? Er kann uns ja nichts nehmen. Aber geben. Und wenn's bloß ein Buckel voller Schläge ist, verlass dich drauf, Nasel. Uns einer kriegt nichts geschenkt. Für alles musst du zahlen. Für den Rausch zahlst du mit dem Kader. Und für die Liebe? Zahlst du mit der Freiheit. Zahlen musst du auf jeden Fall. Ich glaub's nicht, dass der Bauer sich bloß einen Spaß mit uns gemacht hat. Ja, glaubst denn du im Ernst, dass es so einen Narren gibt, der uns zwei als Herrn auf dem Hof sitzt? Dann dürfen wir überhaupt nicht mehr ans Glück klauen. Ja, meinst du, dass das ein Glück wäre für uns? Du darfst bald jammern nach der Landstraßen, nach unserem freien Leben. Ha, du aber gell, ha? Einen Bauern habe ich gestern gespielt, der sich singen lassen können. Aber dass du der Hauserin so schön da hast, das hat den Bauern vielleicht nicht recht gefallen. Na ja, das kann schon sein. Das Schöne muss man immer nehmen, wo man es kriegen kann. Gabriel, warum müssen gerade wir auf alles verzichten, was schön ist? Du findest eben nur das alles schön, was du nicht haben kannst. Für mich war es wie ein Tag im Himmel. Wenn du immer da leben musst, dann wirst du schnell merken, dass der Himmel auch seine 6 Werktage hat. Die Gewohnheit schlagt jede Freude kaputt. Na, schau dir doch einen Bauern an. Der hat alles das, was du dir wünschst. Und trotzdem ist er ein unzufriedener Mensch. Warum soll der nicht zufrieden sein? Ja, weil er eben auch nach dem verlangt, was er nicht haben kann. Vielleicht war für den die Landstraße, unser freies Leben, der Himmel. Das Schönste ist immer das Ungewohnte. Wenn das stimmt, dann müsste für uns die Arbeit die schönste sein, weil das haben wir am wenigsten gewöhnt. Ja, also da sieht man einmal wieder, wie das Wohlleben den Menschen verdirbt. Ich bin jetzt der Arbeit 25 Jahre aus dem Weg gegangen. Und nicht, weil ich es fürchte, nein, weil ich ihre Folgen kenne. Andere arbeiten auch und sind zufrieden dabei. Wir sind aber keine anderen, das musst du merken. Nasel, wer für die Landstraßen geboren ist, kann niemals mehr ein anderer werden. Wer sagt denn das, dass ich für die Landstraße geboren bin? Bis jetzt habe ich das Leben mitgemacht, weil ich es nicht anders kennt habe. Aber seit gestern weiß ich, dass es noch ein größeres Glück gibt, als man auf der Landstraße finden kann. Brauchst mir nichts mehr sagen. Ich habe schon mehr gute Kameraden verloren und immer war ein Weib dran schuld. Hatte die Dirn wirklich so schnell den Kopf verdreht? So verstandsam hat mit mir noch nie wer geredet wie die Kattel. Soll ich dir sagen, was gesagt hat? Dass es schade ist um dich. Und so ein Bursch wie du müsst dich auch mit der rechtschaffenden Arbeit fortbringen können. Dann kann das auch noch so was bringen im Leben. Woher weißt denn du das? Ja, meinst denn du, ich hab das die letzten 25 Jahre nicht schon öfters gehört. Aber nimm sie mal beim Wort. Mach die Probe drauf. Dann wirst du schnell merken, dass sie nichts mit dir zu schaffen haben will und dass du immer nur der Landstreicher bleibst für sie. Du hast halt die Liebe nie kennengelernt. Was du für die Liebe hältst, ist Mitleid. Und Mitleid habe ich nie gebraucht. Und auch nie mehr. Heißt Liebe oder heißt Mitleid? Was frage ich danach? Ich weiß bloß, dass ich seit meiner Burmzeit gestern wieder das erste gute Wort gehört habe. Gabriel, du warst mir ein guter Kamerad, aber ich kann nicht mehr mitgehen mit dir. Ich will dir auch nicht zureden. Ich frage gleich einen Bauern, ob ich bleiben darf. Und jede Arbeit soll mir rechtzeitig immer gibt. Guten Morgen. Ihr habt euch ja schon früh aus die Federn gemacht. Respekt. Oh, pass auf, für mir jetzt fliehen. Den Stecker kannst du ruhig weg tun. Wir gehen ja schon von selber. Wo wollt ihr schon hin? Ihr habt ja noch gar keine Morgensuppen gehabt. Was? Was, eine Morgensuppen sollen wir auch noch kriegen? Ja, wenn du was anderes willst, dann musst du es halt der Hauserin sagen. Ja, aber... Willst du gewiss die Feder anschauen? Was möchtest denn du mit dem Stecker? Das Viech muss ich austreiben. Und du weißt mir recht, wenn du für heute die Arbeit einteilen möchtest. Ach so. Ja, soll denn die Gaudi heute noch weitergehen? Ja, du kennst unseren Bauern nicht. Was hab ich dir gesagt, Gabriel? Wir dürfen drinbleiben in unserem Himmel. Wart nur, bis die Ernte losgeht. Da wird dir unser Himmel nicht mehr so gut gefallen. Nein, das kann mich nicht schrecken. Sag mir gleich Arbeit, damit ich anfangen kann. Da ist der Bauer. Den musst du fragen. Okay, bring mich nicht in Verlegenheit, gell? Gib ihm halt irgendeine Arbeit, wo ihm die dummen Gedanken vergehen. Da soll er halt zum Miesbraten gehen mit der Kattel. Ja, das ist die richtige Arbeit für mich. So, und da bleibt's liegen bis in alle Ewigkeit. Ja, ich bin gespannt, wie lange die Ewigkeit dauert.
Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Wo ist denn der Nazi so schnell hingerannt? Der hat noch gar keine Morgensuppen gehabt. Ja, den sättigt die Liebe. Bei manchen Leuten schlagt sie die Liebe auf den Magen. Oder aufs Hirn. Aber bei denen fällt's nicht so auf. So, nachher stärke mich halt einmal, bevor ich zum Regieren anfange. Auf die Regierung bin ich neugierig. Jetzt kannst du zeigen, was in dir steckt. Lieber nicht. Da käme nicht viel Gutes zum Vorschein. Du bist doch ein Mensch, der das Leben kennt, der mit allem fertig wird, wenn er will. Ja, wenn er will. Aber das Wollen habe ich schon längst verlernt. Das lernst du schon wieder. Ist zwar keine leichte Aufgabe, die verkommene Wirtschaft da wieder in die Höhe zu bringen, aber wenn wir fest zusammenhalten, dann geht's. Zusammenhalten? Wir zwei? Ja, war jetzt das nicht erfreut, wenn du den Bauern nach einem Jahr den Hof wiedergeben kannst und dazu sagen, schau her, das habe ich fertig gebracht. Na, so ehrgeizig bin ich nicht. Das war aber eine gute Lehre für den Bauern. Na ja, das kann schon sein. Aber ich taug gewiss nicht zu einem Lehrmeister. Schott. Für wen? Für mich oder für den Bauern? Der Bauer ist gewiss kein schlechter Mensch. Dem steht nur sein eigener Dickschädel im Weg. Ich glaub fast, der hat dir den Hof nur deswegen gegeben, damit du ihn zugrund richten sollst. Ja, das bringe ich vielleicht eher fertig. Ich will aber nicht, dass der Bauer durch seinen Eigensinn zu Schaden kommt. Ach so? Was, ach so? Ja, dass du bei dem Bauern noch so viel übrig hast. Er ist nicht gerade fein umgesprungen mit dir. Wer weiß, was ihn dazu gebracht hat, dass er so geworden ist. Aber gerade weil er keinem Menschen mehr was Gutes zutraut, sollten wir ihm zeigen, dass wir es gut mit ihm meinen. So gern hast du. So leid tut er mir. Das ist das Gleiche. Und du willst mir also nicht helfen? Ja, was bekümmert's mich, ob der Bauer einen Schaden hat oder nicht? Ich bin ja nicht verliebt in ihn. Ich habe wenig gute Zeiten gehabt in meinem Leben. Warum soll jetzt da den Zufall nicht ausnützen? Gabriel, du bist doch ein ehrlicher Mensch. Das hat mir noch kein Wachtmeister geglaubt. Aber ich glaub's. Ich glaub an das Gute, was in dir steckt. Ich bin jetzt der Arbeit 25 Jahre aus dem Weg gegangen. Meinst du, dass ich jetzt damit noch mal anfange? Und nur dazu für den anderen? Auch nicht mir zu lieb. Meinst du, der Bauer dankt dir der Sorge um ihn? Ich will keinen Dank. Ich will ihm nur helfen. Herrgott, ist der Bauer ein Esel. Geh, du hilfst mir. Kann sein. Aber auf eine andere Art wirst du meinst. Weil der Dickschädel braucht eine besondere Kur. Du darfst bloß nicht irr werden an mir. Ich hab gewusst, dass ich mich auf die verlassen kann. Guten Morgen. Guten Morgen, Bauer. Der Bachhofer bin ich, der Bauer ist der da. Bin wohl ein bisschen ungelegen gekommen. Wieso denn? Kannst du in deiner Stube aus- und eingehen, wie es dir gefällt? Ich bring dir gleich deine Morgensuppen. Na Gabriel, wie gefällt's dir denn? Die Hauserin? Das hab ich gesehen, dass dir die gefällt. Bin ja nicht aufs Hirn gefallen. Und du merkst aber auch alles. Naja, ist ja ganz eine Liebe, die Finne. Die kann sogar meine Grundsätze zum Wackeln bringen. Die müssen nicht viel wert sein, deine Grundsätze, wenn du das wegen einem Weibsbild aufgibst. Ja, mei, mir gefällt's halt einmal, die Finne. Und dir kann's ja gleich sein. Ja, das ist mir auch gleich. Das merke ich. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, nur nicht mit den Dienstboten einlassen. Das bringt den Bauern auf den Hund. Und mein Vater hat aber gesagt, mit der Hauserin musst du dich gut halten, dann schaut's auf dich. Was dein Vater gesagt hat, hat auf meinem Hof nichts zum Sagen. Auf deinem Hof? Ach so, naja, ich muss mich erst besinnen, dass ich nicht mehr der Bauer bin. Bauer, meinst nicht, dass es jetzt am besten ist? Ich sag dir, jetzt vergeht's gut für alles und geh wieder meinen Weg. Schau, jetzt können wir noch in Freundschaft auseinandergehen. Und jeder steht wieder auf dem Platz, wo er hingehört. Gabriel, für das Wort muss ich dir achten. Aber der Bachhofer nimmt niemals ein Wort zurück, das er gegeben hat. So ein Stolz ist was Schönes, wenn er am richtigen Platz ist. Aber ein Stolz übertreiben, das ist manchmal eine Dummheit. Schau, ich bin ein armer Teufel. Aber ich möchte es jetzt nicht zu meinem Vorteil ausnutzen. Bist das du nicht, dann ist es ein anderer. Ach so. Ja, dann brauchen wir den Kopf nicht mehr zu zerbrechen. Da war als Bachhofer, da musst du anders aussehen kriegen. Ich hab da in der Kamera Gewand aufgelegt, das ziehst du da und... Ja, das Geld, das steckst du ein. Ja, du kannst als Bauer nicht ohne Geld rumlaufen, das schaut im Ansehen vom Hof. Oh, das Geld wird sich aber nicht recht wohlfühlen bei mir. Also, alt wird das gewiss nicht. Darum hat er das ergeben, dass du das ausgibst. Ich kann mir nicht helfen. Immer wenn ich ein Geld in der Tasche hab, krieg ich einen Durst. Das ist dein Morgensuppen. Na, Finni, du hältst dir recht viel von dem neuen Bauer. Ja, du hast ja Glück gehabt, dass du den erwischt hast. Das ist ein ehrlicher Mensch. Ja, das muss erst rausstellen, ob er ein Geschick zum Bauern hat. Bauer wird der keiner. War nicht der mir wert. Nach einem Jahr muss er sowieso wieder gehen. Ja. Und dann wird es ihm schwerfallen, wenn er alles wieder aufgeben muss. Dafür hat er ein Jahr lang ein sorgenfreies Leben gehabt.
Ist das nix? Fürcht nur, dass er dann erst merkt, in was für einem Elend das er leben muss. Für ihn wäre es wahrscheinlich gescheiter gewesen, du hättest ihn gar nicht weggeholt von der Landstraße. Herrschaftszeiten kann es denn keinem Menschen recht machen. Wird wundern, was ich ihm für eine Freude mache. Geh, leg dich doch nicht selber an. Du hast doch nur dran gedacht, wie du andere Aposteln spielen kannst. Der Gabriel war doch nichts anderes als ein Spielzeug für dich. Ja, und wenn schon, darf wir nicht wehren. Wenn sie mich mit aller Gewalt zum Heiraten zwingen wollen. Ja, früher war es gewiss nicht mehr. Ja, hat nicht jeder gedacht, die hätte mich wegen der Erbschaft und wegen dem Testament zum Heiraten zwingen lassen. Vielleicht ist es gescheiter, dass du nicht geheiratet hast. Eine Frau hätte nicht viel Gutes an deiner Seite gehabt. No. Jetzt stell mich nicht groß und schlecht hin. Du lässt doch keinen Willen gelten außer dem deinigen. Es war ein Schlechtshausen mit dir. Seit gestern bist du bei mir am Hof und willst mich schon so gut kennen. Du siehst mich durch verschlossene Türen, dass du weißt, wie es dahinter ausschaut. Das Dahinterschauen darf sich wahrscheinlich gar nicht lohnen. Du bist ein Mensch, der sich nicht helfen lassen will. Bei einem anderen lohnt es wohl besser. Wie machst du denn das? Hältst du mich für blind? Ja, den Himmel auf Erden gibt's wahrscheinlich bloß für Handwerksburschen. Bauer! Was ist? Die Nadel musst du wieder rausschmeißen, sonst gibt's ein Unglück. Warum? Ich sag dir, das ist ein ganz gefährlicher Bruder. Mit dem haben wir was Sauberes ins Haus gekriegt. Was hat er angestellt? Der Kerl ist mit der Kattel zum Mistbraten gegangen. Ist das alles? Ja, ich mein, das ist Gmur. Und jetzt sind's ganz allein am Windanger draußen. Ja, warum bist du denn auch nicht mitgegangen? Ich hab doch die Stallarbeit machen müssen. Hoffentlich ist nichts passiert. So einem Landstreicher kann man alles zutrauen. Kattel ist halt nur, dass er selber auf sich aufpasst. Zum Aufpassen bin ich da. Der Nadel ist der harmloseste Mensch von der ganzen Welt. Dass ich nicht lach. Wer weiß, was der schon alles auf dem Gewissen hat. Vielleicht ist er gar schon gesessen. Du, jetzt hörst aber auf, gell? Wenn du was Schlechtes sagen willst, dann tu es, wenn er dabei ist. Was hat er dann da zum Wispern mit der Kattel? Wenn's was Gescheites wäre, kann das ja laut auch sagen. Du, vielleicht haben sie es ausgemacht miteinander, dass es am Windanger draußen umbringt. Der will ganz was anderes. Aber wenn ich dahinter komme, dann kracht's. Ich glaub, du bist auf deine eigene Schwester eifersüchtig. Nein, aber der Schmidlins hat mir 3 Mark gezahlt, dass ich aufpasse auf die Kattel. So, jetzt geh ich hinaus dazu und wenn ich was spann, dann renn ich ihm den Mistkabel rein. Was rennst denn du von der Arbeit davon? Du bist schuld, wenn der Kattel was passiert, weil du die Nadel mit rausgeschickt hast. Aber der ist die längste Zeit da gewesen. Hast du da auch was zu sagen? Nein, ich sag schon Schmidlins, dann werden wir sehen, was passiert. Was gibt's, Elias? Nix. Ein kleiner Schreck musst du überstehen. Bist gefasst? Ist wer gestorben? Nein, einen Besuch kriegst. Ein gut narischer Teufel. Wer ist denn? Die Sternwirtin. Die Sternwirtin? Du, der geh aus dem Weg. Ah, da schau her. Gibt's doch noch jemanden, vor dem du Respekt hast? Schaffen wir's vom Hals. Na, da musst du schon gestorben sein, bevor sie die weiterschaffen lassen. Dann sag, was du willst, nur schaffen wir's vom Hals. Alles darf ich sagen. Bloß nicht die Wahrheit, dass er Angst hat vor ihr. Feigling. Grüß dich, Gott, Elias. Grüß dich. Bist du da? Jetzt nimmer. Das ist eine Ehre, dass die Sternwirtin zu mir kommt. Mein Schwager hat mich wohl kommen sehen, dass er sie gedruckt hat. Nein, das wird ihm leid, dass er die nicht getroffen hat. Ja, wenn er das wollte, hätte er schon längst einmal kommen können. Aber wenn er nicht zu mir kommt, komm halt nicht zu ihr. Ja, wer die Sehnsucht kennt. Da hört man ja nette Sachen. Da wird's höchste Zeit, dass ich mich drum kümmere. Da wird er froh sein, der Bauer. Das kann ich mir vorstellen. Wenn ein Haus brennt, dann muss man löschen und kann nicht lang fragen, ob's auch recht ist. Da kommst du also als Feuer spritzen. Wenn's sein muss, schon. Ich kann ihn doch nicht mit offenen Augen in sein Unglück rennen lassen. Ja, ich fürchte nur, da bist du schon ein bisschen zu spät dran. Solange das Jahr nicht um ist, ist auch noch nicht zu spät. Meinst du, die schaut zu, dass sich die Wiesberger Seffer da als Bayerin reinsetzt? Ah, da liegt der Hund begraben. Die Seffer hat mir schon viel angetan. Vor 35 Jahren hat's mir meine Hochzeiter weggeschnappt und ich hab mich mit meinen Alten zufrieden geben müssen. Und jetzt soll sie gar als Bäuerin da in meiner Nachbarschaft sitzen? Das war natürlich hart, wie du deinen früheren Hochzeiter jeden Tag sehen müsstest. Der ist mir schon lang wurscht. Jetzt habe ich mich schon an meinen Alten gewohnt. Also, wo ist jetzt der Bauer? Der Alte oder der Neue? Der Alte natürlich. Mit Nein befasse ich mich später. In seinem Austragsstübel. Ja, dann hol ihn. Geht nicht, der ist krank. Jetzt komm, geh weiter. Ich hab nicht so lange Zeit. Mein Alter braucht nicht wissen, dass ich da herüben bin. Schau, schau. So einen liederlichen Lebenswandel hätte ich dir gar nicht zutraut. Wieso? Ja, der Alter sitzt ahnungslos daheim und du schleichst zum anderen. Das macht meinen Alten gewiss keinen Kummer. Aber ich fürchte, dass er mal über den Schnaps kommt. Na, lass ihm doch die Freude. Einen Trost braucht jeder Mensch. Du sag einmal, wo ist denn eigentlich der neue Bauer? Und was ist denn das für einer? Ah, das ist ein strammes Mannsbild. Der wird dir gefallen. Mir gefällt überhaupt kein Mannsbild mehr.
Als Wirtin lernt man die Kadetten viel zu gut kennen. Schade, wenn deine Reize so verblühen müssen. Auf meine Reize ist noch keiner eingefallen. Bis auf deinen Alten. Der hat's Geschäft geheiratet und den mich. Sag einmal, dass du unseren Bauern so zum Heiraten zuratst, wo du selber so schlechte Eheerfahrungen gemacht hast. Wieso schlechte Erfahrungen? Ich bin mit meinem Alten recht zufrieden. Der macht nicht mehr Dummheiten als alle anderen auch. Und wenn er mal älter wird, dann kommt er schon noch zur Vernunft. Grüß Gott. Sakra, hast dich du gemausert. Dir hat zum Bauern wirklich nichts mehr gefällt, wie es gewandt. Ja, das ist nur äußerlich. Einwendig brauche ich jetzt dringend eine Auffrischung. Das muss der Sternwirtin sagen, die hat die richtige Medizin für dich. Ah, du bist die Sternwirtin. Grüß dich. Wir werden bald gut bekannt werden miteinander. Also die Arbeit am Hof wird dir wenig Zeit fürs Wirtshaus lassen. Du hast fest zugreifen, wenn du den Hof in Ordnung halten willst. Ja, das habe ich schon gesehen. Auf dem Hof muss noch vieles anders werden. Ah, so, hast du das auch schon rausgefunden? Ja, da fällt's an allen Ecken und Enden, besonders im Keller. Im Keller? Was soll denn da fehlen? Ein einziges Fassel Most ist drunten. Ja, und das ist sauer. Ich kann doch nicht das ganze Jahr einen Most saufen. Also bloß ums Saufen ist er. Da musst du zur Sternwirtin gehen, wenn du einen besonderen Gusto hast. Ja, aber was tue ich denn, wenn ich bei der Nacht einen durchkrieg? Gell, da verschluckt sogar dir die Rede. Also von dir kann ja der Schwager noch was lernen. Und wer soll die Arbeit machen? Die Arbeit ist das einzige Laster, das ich nicht hab. So, jetzt kaufen wir einen Schnaps, damit mein Einwendiges auch zu meinem schönen Gewand passt. Also der hat euch gerade noch gefehlt. Da hat sich der Bauer einen China-Vogel ins Nest gesetzt. Ja, der versauft ja Haus und Hof. Und das ist ja nur der Sefer ja schon. Wegen der rühre die Kornfinger. Aber ich hoffe, dass sich der Gori doch noch anders besinnt und heirat. So, und jetzt führ mich zu dem Schwerkranken, damit er ihm den Kopf zurechtsetzen kann. In dem Punkt nimmt er keine Vernunft an. Von mir schon, verlass dich drauf. Weißt, wenn einer nicht vernünftig ist, dann muss man vernünftig machen. Probier dein Glück, aber ich glaub nicht, dass du es ausrichst. So. Ja, wo sind die jetzt hingekommen? Gerade war die Sternwirtin noch da. Okay, wir brauchen doch die Wirte nicht. Ich bin doch wegen dir hergekommen. Wegen mir? Ja, kennst mich denn du? Nein, aber ich soll dich doch kennenlernen. Ja, mein Basel will es so haben. Hat sie noch nicht geredet mit dir? Nein. Ja, sie hat ja gemeint, ich soll daheim warten, bis sie mich holen lässt, aber ich sehe ja gar nicht ein, warum ich da nicht dabei sein soll. Na, und dann mag ich auch mit dem Wirt nicht allein bleiben. Der gibt immer keine Ruhe. Ja, das kann ich mir denken. Wieso? Na, so einer Versuchung kann nicht leicht einer widerstehen. Du bist da aber einer, ha? Ja, bei dir war das aber auch ganz was anderes. Ja. Du, was wollte eigentlich dein Basel mit mir reden? Ja, no, wegen uns zwei halt. Hä? Ja, verstehst du es nicht? Ich bin doch die Hauptperson. Du? Ja, du schon auch. Wir zwei miteinander halt. Also, wenn du jetzt nur sagst, wer du bist, dann kenne ich mich vielleicht aus. Ja, aber ich bin doch das Rösal. So. Ja, was? Du, so ein Rösal möchte ich vielleicht gerne mal proben. Deswegen bin ich ja da. Ja, so ist recht. Was, ich hab mir gedacht, warum soll ich jetzt hier mein Basel lang reden lassen? Wenn du mich selber siehst, dann gefällt dir sowieso. Und du weißt gleich von vornherein, was du mir einmal kriegst. Ja. Darfst mir vielleicht schon ganz genau anschauen. Bei mir ist alles durch und durch echt. Ja, da hast du wirklich recht. Du bist wirklich interessant. Okay, das hat jetzt noch keiner gesagt. Bloß immer, dass ich schön bin, aber das weiß ich ja selber. Ich meine, du bist fast zu schön für mich. Ja, der Jüngste bist ja du gerade nimmer. Naja, aber wenn die Kinder mal mir nachschlagen, dann macht's ja nix. Weißt, ich sag immer, was nutzt meine ganze Schönheit, wenn keiner was hat davon? Ja, also du kannst direkt das stärkste Mannsbild schwach machen. Das weiß ich schon. Da, klang einmal her, wie mein Herz schlägt. Oh, sowas habe ich schon lange nicht mehr gespürt. So ein Herzklopfen habe ich voll oft. Jedes Mal, wenn mir einer gefällt. Wie haben wir's denn da? Da ist einer. Also dümmer hättest du nicht mehr reinkommen können.
Vor dem brauchst du dich nicht genieren. Das ist bloß der Knecht. Schade, dass wir jetzt nicht mehr allein sind, gell? Macht ja nichts. Komm mit aus ins Gartenhäusl, dann können wir weiterreden, wir zwei. Meinst Ja, freilich. Du, ich bin aber ganz bestimmt kein solcher, nicht, gell? Aber bei dir ist das ja ganz was anderes. Ja, und mein Basel hat ja gesagt, dass du der Richtige für mich bist, also wird's auch nichts dagegen haben. Und heiraten der mir ja sowieso. Und am Basel müssen wir folgen, gell? Ich bin für das Licht daheim, wenn jemand noch mehr fragen sollte. Wo bist denn dann? Wo wäre denn schon sei? Im Himmel. Bauer, da hast du was angestellt. Und der heißt nur dazu Gabriel. Was ist denn geschehen, Elias? Geschenk? Bis jetzt noch nichts. Aber ich glaube, es geschieht bald was. Warum hat denn der Gabriel nach mir geschickt? Der hat nicht nach dir geschickt. Der kann dich jetzt gar nicht brauchen. Na, was soll die denn nachher da? Das weiß ich auch nicht. Seid ihr schon fertig mit dem Missbraten? Nein, der Xaverl ist gekommen und hat gesagt, ich soll so schnell wie möglich heimkommen. Der Gabriel braucht mich. Der Lauser, da ist kein Wort wahr. Ja, wer kommt nachher der dazu, dass er mich so zum Narren hält? Ja, eifersüchtig wird er halt sein. Eifersüchtig? Doch nicht auf die Kattel. Freilich auf die Kattel hast du es noch nicht gespannt, dass die zwei zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Ach, so ist es. Ich hätte mir's ja denken können. Jetzt hat's das Grab verhagelt. Wenn's nur das war. Gell, jeder Mensch hofft doch einmal auf seinen Himmel. Das muss er ja, weil er sonst das Leben gar nicht ertragen könnte. Und dann kommt so ein Bursch wie der Xaverl, macht einen Wischer und der ganze Himmel liegt in Scherben. Das musst du mir jetzt schon genauer erklären. Weißt, seit gestern, da hab ich gehofft, dass auch ich einmal ein Platzerl an der Sonne finden könnte. Und heute hoffst du nimmer. Nein, weil mir die Augen aufgegangen sind. Aber seit gestern weiß ich, wie es sein hätte können, wenn's Glück mögen hätte. Na schau, morgen schaut vielleicht alles anders aus. Du darfst nicht viel wollen auf einmal. Sei froh, dass du wenigstens einen Platz hast, wo du hingehörst. Was nutzt mir das? Ich habe ja nichts mehr, auf das ich mich freuen kann. Da ist er ja, der Natzel. Der Xaverl hat mir's gerade eingestanden, dass er dich dahergenannt hat. Aber ich habe ihm schon die Leviten gelesen, der macht zu zweites Mal nimmer. Das hättest du sparen können. Ach, ich trage am Xaverl überhaupt nichts nach, denn durch ihn sind mir die Augen aufgegangen. Mir sind Augen aufgegangen. Ja, über was denn? Hat er dir vielleicht vom Schmiedlens was erzählt? Du, da ist für ihn nichts dran. Nein, erzählt hat er mir gar nichts. Ach, reden wir nicht davon. Wenn's ihr nicht redet, dann kommt's auch zu keinem Ende. Ich glaube, wir sind am Ende, bevor es angefangen hat. Warum bist denn jetzt auf einmal so ungut zu mir? Ja, was kann denn ich dafür, dass ich der Xaverl einen dummen Spaß gemacht hab mit dir? Jetzt fängt's gar noch zum Streiten und geht's wieder an eure Arbeit. Ich geh Dann nicht wird's mehr euch schon das. zusammenraufen. Soll sie sich doch vom Xaverl helfen lassen? Ja, das tue ich ja. Wenn ich gewusst hätte, dass du noch bocken willst mit mir, dann hätte ich gar nicht erst weglaufen brauchen. Jetzt ist bei ihr das Krauthaufen lieber gelaufen. Wo ist denn der Gabriel? Im Himmel. Im Himmel werden sie mir auch bald verleiden. Hätten sie uns doch lassen, wo wir waren. Wir kennen doch nicht zu den anderen. Aber den hat schwer erwischt. Aber gar so leicht will ich es ihm nicht machen. Noch hat er seinen Himmel nicht verdient. Das ist doch wurscht, wer den Hofsgrundricht, er oder ich. Ja, das versteht der Gabriel besser wie du. Du wärst ja selber froh, wenn du ihn auf eine gute Art wieder loskriegst. Ich weiß, dass er Dummheit von mir war, aber er hat mein Wort. Ja, wenn er von selber geht, bist du dein Wort ledig. Da war er schön dumm. So schön kriegt er seinen Lebtag nicht mehr. Mit einem guten Trinkgeld lass dich bei solchen Leuten viel ausrichten. Aber das nutzt ja nichts, wenn du nicht Vernunft annimmst. Und heiratst, das wollt's doch sagen. Ja, vielleicht wär's das Beste, wenn ihr alles ungeschenkt machen könnt. Ja, nicht nur vielleicht. Ist doch ein ganz anderes Leben für dich, wenn du eine Bayerin hast, die für dich sorgt. Soll ich's gleich rüberholen, ha? Wen möchtest du holen? Das Rüsel. Das ist die richtige Bäuerin für dich. Die ist arbeitsam, fleißig und brav. Ist auch ein Basel von mir. Also was? Ja, und wenn ich dir selber eine raussuche, dann kriegst du eine Bäuerin, an der du erfreut hast. Also wenn ich schon eine heirate, dann suchen wir eine raus nach meinem Geschmack. Ja, weißt denn du schon eine? Ja. Ja, nachher nimmst halt die. Ich hätte es zwar gern gesehen, wenn sie Rösel Bachhoferin geworden wäre. Aber naja, wenn der andere besser gefällt, soll es mir auch recht sein. Du musst es ja haben, ne? Das ist ja, ich hab's ihm noch nicht. Bist du nicht einig mit dir? Nein, ich glaube kaum, dass er mich nimmt. Ja, nachher lass laufen. Der Bachhofbauer braucht nicht lang bitten.
Mims Rösal, der weiß gewiss, dass nicht nein sagt. Stimmt, das bringt dich gar nicht fertig. Ja, und gar so anspruchsvoll darf's grad auch nicht sein. Du bist ja nicht mehr der Jüngste. Aber das Rösal ist so gezogen, dass sie auf meine Ratschläge hört. Und sie auch befolgt. Redst du immer, wenn's nicht gefragt bist? Ja, Mari! Ja, was tust denn du bei meinem Bruder? Und ich suche das ganze Haus nach dir ab. Die Dummheit muss ich wieder gut machen, die ihr zwar mit dem Gabriel angestellt habt. Das hab ich mir gedacht, dass ich wieder schuldig bin. Ja, ich hab nicht gesagt, dass du schuld bist, aber du warst dabei. Und wo du dabei bist, kommt nichts Gescheites raus. Ja, was geht denn das dich an, wenn der Gori eine Dummheit macht? Das ist doch kein Grund, dass man von der Wirtschaft wegläuft und mich alleine daheim sitzen lässt. Hast du das Rösel daheim? Das Rösel ist auch weggelaufen. Ja, wo ist denn hin? Was weiß ich? Ja, nachher schau, dass sie findet, sie soll herkommen. Ja, zu was denn? Du bringst das ja doch nicht los. Sag das nicht, die findet bei uns schon einen Abnehmer. Was ich einmal in die Hand nehme, das führe ich auch zu End. Ich bin mit dem Gori schon einig wegen Rösel. Also einig ist ein bisschen zu viel gesagt, gell? Du hast ihn wirklich rumgekriegt? Ja, eine Kleinigkeit fehlt noch. Er wollte zuerst eine andere, aber warten, bis er das Rösel gesehen hat, nachher will er keine andere nimmer. Was hab ich dir gesagt? Meine Alte bringt alles fertig, was sie will. Ja, wo kommt's denn hier zwei her? Von da draußen. Basel, ich hab ihn schon gefunden, mein Bachhofbauern. Gerade sind wir einig geworden, gell? Wem hast? Mein Bauern. Gell, das hab ich gut gemacht. Ja, wie kommst denn zu dem? Ja, aber du hast doch gesagt, dass er nicht recht zirkt mit dem Heiraten. Also hab ich kurz einen Prozess gemacht und bin gleich selber her. Und wir waren uns sofort einig, gell, Gabriel? Also das ist das liebe verstandshame Rösel. Das glaube ich, dass dir gefällt. Du, die lässt noch ja nicht mehr aus. Oh, nein, ich halte mich schon fest, mein Gabriel, gell? Ja, wenn du meinst. Was hast denn du angestellt, du dumme Urschel? Der ist doch der Bachhofer. Was, der? Du, Gabriel, wer bist denn nachher du? Das ist nur der Reservebauer. Was? Bauer? Ein Handwerksbursch ist er. Was, ein Handwerksbursch? Also, das war gemein von dir. Ist ja nicht so schlimm, Rösel. Was ihr miteinander ausgemacht habt, das macht man natürlich wieder rückgängig, ne? Rückgängig, aber das geht doch nimmer. Was? Er hat mir doch schon das Verlobungspuzzle gegeben. Das will mir schwarz vor die Augen. Alte, fall mir bloß nicht in Ohnmacht. Du kannst dein Gewicht nicht erhalten. Sag mal, meinst du nicht, dass Rösel vielleicht doch nicht die richtige für mich ist? Sie gefällt mir ja soweit ganz gut, aber sie verwechselt mich ja zu leicht miteinander. Du hast Besuch da? Soll ich was bringen? Ja, es kann sein, dass meine Schwägerin eine Stärkung braucht. Jetzt habe ich mir wegen dir so viel Mühe gegeben. Jetzt kannst du den Lotri heiraten. Was heiraten? Ein Handwerksburschen? Haha, da bin ich mir schon zu gut dazu. Ja, das habe ich ja gar nicht verlangt von dir. Aber ich. Das hättest du früher überlegen müssen, bevor du das arme Kind um den guten Ruf bringst. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir für dich eine Arbeit finden, wo du eine Frau erhalten kannst. Nein, so hoch will ich nicht hinaus. Warum hast du nachher anbandelt mit ihr? Ich kann in einem schönen Dirndl halt nichts abschlagen. Aber sitzen lassen könntest du das, gell? Geheirat wird. Sie darf wegen dir nicht ins Gerät kommen. Aber ich will doch den Gabriel gar nicht mehr. Du hast überhaupt nichts zum Wollen. Du brauchst auch keine Angst nicht haben, Rösel. Ich kann dich ja gar nicht heiraten, weil ich schon andere Verpflichtungen hab. Was ist jetzt das wieder? Hm? Ja, weil ich halt schon eine andere hab, der ich das Heiraten versprochen hab. Und die hat ältere Rechte. Also gegen dich bin ich direkt ein Waisenknäblein. Wer ist nachher das? Warum möchtest du das wissen? Weil ich dir kein Wort glaub davon. Also mit der Ausrede kommst du mir nicht aus. Ja, warum sagst du es denn nicht gleich, Gabriel? Dass ich's bin. Wir haben doch nichts zum Befürchten. Du? Eine muss ja sein. Ich konnte den Gabriel beim besten Willen nicht lassen. Den kannst du schon behalten. Zu dir passt der Handwerksbursch sowieso besser als wer zu mir. Red nicht so blöd daher. Der Gabriel wäre immer noch besser gewesen als gar keiner. Schade, dass mit dem Rösel jetzt nichts mehr werden kann. Aber schaut dir nur um die andere, damit der Hof seine Bayerin kriegt. Nein, das ist aus und vorbei. Die ich wollen hab, die sind gar nicht besser wie alle anderen auch. Weibergeswindel! Warum hast du denn das jetzt gemacht? Weil es Leute gibt, die nie wissen, was wirklich wollen. Geh weiter, Willi. Schau nur ums Geschäft. Da gibt's für uns nichts mehr zum Verdienen. Ja, aber was machen wir jetzt mit dem Rösel?
Heb's gut auf, vielleicht kriegt's Knospen. Ich kenne einen Bauern schon von klar auf, aber so narrisch habe ich in meiner Lebtag noch nicht gesehen wie gestern. Wirklich? Das vergisst der Bauer nicht, dass du die mit dem Gabriel einlassen hast. Da ist doch kein Wort wahr, Elias. Das glaub ich nicht und der Bauer glaubt das erst recht nicht. Ich hab doch dem Gabriel helfen müssen in seiner Verlegenheit. Dass sich der Bauer darüber ärgert, dafür kann doch eh nix. Ich bin zwar schon alt, aber deppert bin ich deswegen noch lange nicht. Soll ich dir sagen, was mit dir los ist? Verliebt bist in den Bauern bis über beide Ohren und er in dich auch. Und keins willst zugeben. Was du alles weißt. Ich hab doch dem Bauern versprechen müssen, dass ich ihn nie heiraten will. Ja, und jetzt wartest drauf, dass er dich heiratet. Ja, das war auch was anderes. Aber dann müsste er zu mir kommen. Da musst du aber lang warten, weil der Eigensinn ist beim Bauern größer wird, lieb. Und bei dir scheint's auch. Ich hab dich jetzt in Ruhe ausreden lassen, weil man einen Narrischen nicht reinreden sollte. Aber jetzt erst einmal an, was ich dir zum Sagen hab. Was ich gestern gehört hab, das glaubt mir. Aber mich wirst doch anhören. Nein. Ihr seid gestern direkt nicht ab in die Porzellanschüssel, ihr zwei. Was ich mir jetzt zerbrochen hab, das kippt ja wieder zusammen. Was in Scherben gegangen ist, kommt auf den Schutthaufen. Was ist denn eigentlich in Scherben gegangen? Das fragst du noch. Alles Gute, was ich bisher von dir geglaubt hab. Ach, du hast schon mal was Gutes von mir geglaubt, das hast du mir ja noch gar nicht gesagt. Dafür wirst du der Gabriel wahrscheinlich umso mehr gesagt haben. Fini, das hätte er dir nicht zutraut. Das brauchst du mir nicht zutrauen, Bauer. Und damit du wieder einen besseren Glauben an mich hast, sage ich dir jetzt, zwischen dem Gabriel und mir war nix, ist nix und wird nix. Sein. Okay, du darfst mich nicht für dümmer halten, wie ich bin. Ich kann dich nicht zwingen, dass du mir glaubst. Ich hätte dir ja gern glauben, aber... Aber du glaubst eben lieber das Schlechte von mir wie das Gute. Also wenn ich es ganz bestimmt wüsste, dass... Dann? Ach, das hat doch alles keinen Sinn nicht. Ja, wenn das alles keinen Sinn hat, dann kann's mir ja gleich sein, was du von mir denkst. Vielleicht kommst du später mal drauf, dass es gut mit dir gemeint hat. Aber dann ist es zu spät, weil wir zwei aufgeregt haben miteinander. Ja, was läuft denn jetzt davon? Wo wir nicht einmal geredet haben miteinander. Sonst hätte sie das letzte Wort nicht behalten. Also Bachhofer, der ist wirklich nicht mehr zum Helfen. Okay. Ihr macht mir was zum Narren. Das braucht man nicht mehr machen, das bist du schon. Du, Gabriel, hast einen Augenblick Zeit für mich? Ja, was möchtest du denn? Der Natzel ist nicht mehr da. Nicht mehr da? Wieso? Ja, fort ist er. Okay, der hätte doch zu mir was gesagt. Vielleicht hat ihm jemand was Schlechtes von mir gesagt. Ja, gestern ist er da herin beim Elias gewesen und da war er auf einmal ganz anders zu mir. Anders? Ja, wie war er denn sonst? Sag mal, denkt ihr ja alle miteinander nur mehr an Liebschaften? Wir haben doch keine Liebschaft nicht, aber wir haben gut leiden können. Ja, und jetzt ist er fort, ohne dass er für Gott gesagt hat. Ja, das kannst du ja von einem Handwerksburschen nicht anders verlangen. Auf dem Hof hätte er auch keine besseren Manieren lernen können. Seine sämtlichen Liegenschaften samt Inventar hat er ja noch da. Meinst du, der kommt nicht mehr? Wenn er bei uns nicht gut noch war, dann soll er halt draußen bleiben. Soll dem sein Himmel jetzt schon nicht mehr gefallen haben? Eifersüchtig wird er halt sein. Wegen mir? Ja, hat er doch keinen Grund gehabt. Auf dem Xaverl. Gehst so was Dummes auf meinen Bruder. Ja, das hat er eben nicht gewusst, dass der Xaverl dein Bruder ist. Ja, hast du es ihm denn nicht gesagt? Ja, ich wär mich hirten und misch mich unter Liebsleid. Na, und ich hab ja auch nicht gedacht, dass er so schnell davor rennt. Xaverl, komm mal rein. Was willst du vom Xaverl? Der soll ihn wieder holen. Ja, meinst du, der erwischt ihn noch? Ja, weit kann doch der noch nicht sein. Was soll denn? Der Natzel ist fort. Ich weiß schon, die hat mir fortgesehen. Ja, warum hast du ihn nachher gehen lassen? Weil ich froh bin, dass er fort ist. Ich hab was anderes auch noch zum Tor, als dass ich immer auf die aufpasse. Du brauchst auf mich nicht aufpassen, ich bin volljährig.
Mei, der arme Kerl wird jetzt in der Welt rum in Not und Elend. Ja, freilich. Am Kleeacker flackt er unter die Hollerbaum und schlaft. Wirklich? Oh ja, da habe ich umsonst die Angst ausgestanden. Um den brauchst du keine Angst haben. So einer ist wie ein Wanzen. Wo der mal drin sitzt, bringst du nicht mehr raus. Halt deine Weisheiten für dich und geh wieder an deine Arbeit. Du bringst es noch so weit, dass er am Schmidlin seine 3 Mark wieder geben muss. Siehst du, Elias, es ist so wenig, was der Neidl verlangt. Und doch hat er Neider. Lass ihn doch reden, den dummen Burm. Ja, er sagt das, was die anderen denken. Aber mich kann's nicht mehr kränken. Ich bin's ja gewohnt, dass mir lieber gehen sehen wie kommen. Nur um den Neidl ist mir leid. Weil der sein Lehrgeld noch nicht gezahlt hat. Ah, grüß euch. Grüß dich. Ja, der Sternwirt, grüß dich. Was macht mein Rösel? Die weint. Und der Alte? Die schimpft. Ja. Hat sie sich noch nicht beruhigt? Ja, der Alte beruhigt sich nie. Die kocht. Naja, das ist ja ihr Geschäft. Ja, die kocht vor Wut. Und du? Mich freut's. Das ist das erste Mal, dass ich den Kopf nicht durchsetzen noch können. Heute ist ganz klar. Aber so wie der Alte kommt, wird sie dich schnell wieder erholen. Die hat ja ganz besonders in ihr Herz geschlossen. Na ja, das macht nichts. Bei mir beißt sie auf Granit. Meine Alte beißt nicht, die bohrt. Das ist viel gefährlicher. Ah, ja, ja. Ich mach mir ja gern zum Sündenbock, wenn's mir nur den Bachhofer in Ruhe lässt. Ja, der ist jetzt fein heraus, weil sie sein Haus nicht mehr betritt. Glaubst du das? Ja, freilich. Deswegen bin ich ja da. Jetzt habe ich endlich ein sicheres Platz, wo sie nicht hinkommt. Ich glaub gleich gar, du hast Angst vor deiner Alten, ne? Kein Blödsinn. Ich brauche gerade einen Platz, wo ich in Ruhe meinen Schnaps trinken kann. Weißt, daheim, da schaut's mir zu viel aufs Maul, da schmeckt er mir nicht. Also, wenn man sowas sieht, kann ihm direkt die Lust aufs Heiraten vergehen. Also ich habe jetzt ruhig drüber nachdenkt und die Geschichte lass dich schon wieder in Ordnung bringen. Du? Ja, gibt's denn das auch? Ja, beide, sowas gibt's. Der Schnaps ist nicht gut für dein schwaches Herz. Du Schott! Du schotzt meinem schwachen Herzen viel mehr wie der Schnaps. Du hast doch gesagt, dass du da nicht mehr reingehst. Dann haben wir es wieder anders überlegt. So kann man sich auf dein Wort verlassen. So wie ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt gehst heim, schaust nach dem Geschäft, bis ich die Sache mit den 2 in Ordnung gebracht habe. Jetzt weiß ich nicht mehr, bin ich der Sternwirt oder der Hausknecht? Für einen Hausknecht tust mir zu wenig. Aber geh nur, damit ich wenigstens einen Nutzen von dir hab. Und beides, falls du den Schlüssel zum Schnapskastel suchst, den hab ich da, damit du nicht unnötig suchen brauchst. Damit du dir das nächste Mal die Mühe sparen kannst. Von dem da habe ich noch 3 Stück. 4 Gurken. Da setz dich jetzt einmal her, dann wollen wir schauen, wie wir die Geschichte wieder einrenken können. Mit uns 2? Na, mit dem Rösel und dem Gori. Aber zuvor muss ich wissen, was gestern zwischen euch gewesen ist. Also für das Rösel kannst du jederzeit die Hand ins Feuer legen. Wenn's nur nicht miteinander im Gartenheisel gewesen wärt. Den Schwager hätte ich gestern beinahe so weit gehabt. Aber durch eure Dummheit habt ihr alles wieder verdorben. Ja, wirst du dem Bachhofbauern schon beibringen, dass das Rösel von mir in keiner Weise beschädigt worden ist. Wenn ich selber mit ihm rede, dann glaubt er mir schon. Ja, hoffentlich. Und du wirst hoffentlich das Deine dazu beitragen, dass die Sache wieder in Ordnung kommt. Ja, ich wüsste nicht, was ich sonst noch tun könnte. Du musst so schnell wie möglich fort vom Hof. Wenn du ihm aus die Augen bist, kann er keinen Verdacht mehr haben. Jetzt weiß ich endlich, was du hinaus willst. Also das ist doch das Wenigste, was ich von dir verlangen kann. Mir kommt's aber nicht so vor, als ob das gar so wenig wäre. Brauchst keine Angst haben, dass du Not leiden musst. Aber anständiges Zehrgeld soll es mir nicht ankommen. Nein, das kann ich ja gar nicht annehmen. Dann nehme ich lieber das Rösel, das kommt da billiger. Ja, und die Hauserin? Ja, das war nicht die Erste, die als verlassene Braut da sitzt. Na, ist gut. Dann wird jedenfalls heute ein Verspruch gefeiert. Wenn's mit dem Schwager nix wird, halte ich mich sowieso an dich. Ja, aber ich will doch den Gabriel gar nicht mehr. Das macht's jetzt miteinander aus. Ich muss so einen Sprung haben. Das lasst mir jetzt keine Ruhe. Ob das stimmt mit den 3 Schlüsseln. Gabriel, war das der Ernst, dass du mich heiraten willst? Ja, freilich. Dein Basel will's ja so haben. Das sagst du doch nur, damit du fortgehen sollst. Ja, und du? Magst mich denn du heute nimmer? Ja,
Ja, Ming schon, aber doch nicht heiraten. Was meinst denn du, was mein Vater sagt, wenn ich mit dir daherkomme? Der schmeißt uns ja alle zwei aus. Ja, aber beim Bachhofer wirst auch wenig Aussicht haben, dass er dich nimmt. Wegen uns zwei meinst du? Ja, weil er sich aus dir nichts macht. Ach, das ist nur, bis er mich näher kennt. Mir hat nämlich noch keiner widerstehen können, wenn ich wollen hab. Du Gabriel, da ist ein Brief vom Bachhofer. Ja, tragen gleich einen Stummner für es um. Du sag einmal, tut der Natzel jetzt gar nichts mehr arbeiten? Wie meinst du denn das? Weil er mit der Kattel im Geschirrkammer draußen hockt. Okay, jetzt sei doch nicht so futterneidisch. Lass dich nicht zwar doch einer Freude. Die Kattel soll sich einen richtigen Burschen aus dem Dorf nehmen. Nicht ein solchen, mit dem sie sich vor den Leuten schauen muss. Also wir können doch anstellen, was wir wollen. Irgendjemanden gehen wir immer im Weg um. Vielleicht wird es wirklich Zeit, dass wir weiterkommen. Na, von mir aus kannst du schon da bleiben. Mir macht das nichts aus. Ja? Ja, aber den Bachhofer kannst du nicht recht. Das macht doch nichts. Wenn ich mal Bayern bin, hat er sowieso nichts mehr zum Sagen. Du hast es aber gut vor mit ihm. Ja, du, der muss doch froh sein, wenn er mich kriegt. Ja. Was, Gabriel? Solche gibt's nicht viel, wie ich bin. Ja, da hast du recht. Schön bist nicht, aber selten. So, Samuel, geh mir an der Arbeit, gell? Mich siehst du wohl gar nicht, Ja, ha? da sehe ich schon was Gescheites. Elias, ich muss mit dir was reden, aber unter 4 Augen. Komm, Rösal, geh mal. Der Bauer hat halt kein Auge für deine Schönheit. Ja. Wenn der wüsste, dass es um sein Lebensglück geht, dann hätte er schon Augen für mich. Elias, kennst du die Wiesberger Sefa, die Verwandte vom seligen Bachhofer? Na, woher denn? Die war ja noch nie da am Hof. Jetzt ist sie da. Was du nicht sagst, wo ist sie denn? Beim Landwirt sitzt drüben und schreibt, sie hat etwas zu reden mit mir. Ja, warum kommst du da nicht her? Keine Ahnung. Kannst du dir denken, was die von mir will? Na, was willst du wollen? Den Hof? Den kann sie erst in einem Jahr verlangen. Ja, vielleicht hat sie erfahren, dass du den Gabriel auf den Hof genommen hast. Das ist meine Sache. Nein, nicht ganz. Es kann ja nicht gleich sein, wie auf dem Hof bewirtschaftet ist. Und sie muss dir auch nicht gefallen lassen, dass ein Fremder den Hof zugrund richtet. Pass mir auf. Du setzt jetzt deinen Hut auf und gehst rüberziehen. Warum soll ich da einen Hut aufsetzen? Ich finde auch ohne Hut lieber zum Landbewirт. Dann setzt halt keinen auf alle Fälle gehst rüberziehen und sagst, ich hab dich geschickt, sie soll dir sagen, was von mir will. Jetzt geh zu, schick die. Ich warte schon, bis ich komme, sonst war sie nicht extra hergekommen. Zeit. Na, die wird das wohl warten können, bis das Jahr um ist. Na, Natzel, was war's nicht so Wichtiges? Ich muss einen haben, den ich von meiner Freude erzählen kann. Ja, hoffentlich bleibt's so. Ich kann den Xaverl in Gold fassen, weil er der Bruder von der Kattel ist. Gell, Gabriel? Jetzt ist das Glück doch zu mir gekommen. Wenn ein Steuer dir dein Glück ausmacht, dann bist du wirklich ein genügsamer Mensch. Was nutzt mir denn die reichste Bauerntochter, wenn ich sie nicht haben kann? Und bei der Kattel weiß ich, dass sie mich mag. Und sie muss ja nicht immer steuern bleiben. Wenn wir fleißig und sparsam sind, dann schaffen wir es auch noch weiter. Na, also wenn ich sowas schon her, fleißig und sparsam. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, dass ich dir vernünftige Grundsätze beibringe. Und so blamierst du jetzt deinen Lehrmeister. Zu dir kommt das Glück, wie es auch noch. Ich verstehe überhaupt nicht, wie ich bis jetzt leben hab können. Aber gell, ich verlange, dass ihr anständig aufwärts bei mir im Haus. Warum soll ich mir mein Glück denn selber kaputt machen? Ich kann ein schönes Blärmann stehen singen, ohne dass ich es gleich abbrocken will. Ja, da ist der Gabriel ganz anders. Der brockt sich auch ein Rösel, das gar nicht für ihn gewachsen ist. Ja, mei. Es gibt eben Rösal, die wollen brockt werden, bevor sie ganz verbliert sind. Ja, und du hast jetzt deinen Himmel gefunden, den du dir gewünscht hast. Und du hast immer gesagt, für uns gibt's nichts mehr als für die Landstraße. Nasel, wenn du das einmal so weit bringst, dass sie dich nicht mehr über die Schulter anschauen, dann glaube ich auch an deinen Himmel. Aber bis dahin wirst du über manchen Stein stolpern. Das Glück will verdient sein, sonst ist er keins. Gabriel, mir kannst du meinen Glauben nimmer nehmen. Dem Burschen kann man fast neidisch sein. Der verlangt so wenig vom Leben, dass er schon mit nichts zufrieden ist. Der verlangt vom Leben das Gleiche wie du. Bloß macht es ein bisschen einfacher. Was ist, was mit der Finne schon geredet? Nein. Ah, du wartest wohl, bis sie zu dir kommt und fragt. Sie müssen doch meinen, dass sie nur heiraten, damit man die Erbschaft nicht auskommt. Ja, du brauchst ja bloß auf diese Erbschaft verzichten. Ob sie mich aber auch nimmt, wenn ich keinen Hof mehr hab. So, ja, dann heiratet's Rösal. Dann hast du eine Bayerin und einen Hof. Nix, das tue ich nicht. Wenn ich die Finne nicht kriege, dann heiratet überhaupt keine und verzichte auf die ganze Erbschaft da. Na also, jetzt weißt du schon wenigstens einmal, was du willst. Das ist schon etwas. Na, jetzt brauchst du mit der Finne bloß noch reden, dann weißt du doch gleich, bis du dran bist mit dir. Gabriel, weißt du keinen Rat? Doch, ich weiß da was. Ja, was? Häng dich auf, dann blamierst du dich nimmer. Und die Finne kann sich mal einen anderen schauen, der mehr der Courage hat wie du. Der hat gut reden.
Bauer! Bauer! Was ist? Glaubst du an Wunder? Nein. Aber ich, weil heute uns geschehen ist. Wieso? Mir ist heute das erste vernünftige Frauenzimmer untergekommen. Vielleicht gar die Wiesberger Sefa. Ja, du, die ist viel gescheiter wie wir alle miteinander. Vielleicht gescheiter wie du, da gehört nicht viel dazu. Ja, die ist nicht nur gescheit, die ist auch schön zum Anschauen. Das interessiert mich nicht, das will ich nicht wissen. Ja, wenn Sie es nicht wissen willst, dann brauche ich ja nichts erzählen. Schaftshanten war ja selber übergegangen. Ja, das war gescheiter gewesen. Du warst schnell einig gewesen mit dir. Einig? Ja, wir haben ganz verstandsam miteinander geredet und da haben wir festgestellt, dass das Testament für die Katze ist. So. Ja, und dann haben wir beschlossen, dass wir den ganzen Streit aus der Welt schaffen, indem dass du die Sefa heiratst. Ah, habt's ihr beschlossen? Ja, ich hab auch nicht gescheiter reingeschaut wie du, bis ich begriffen hab, dass das eine ganz gute Idee ist. Sag einmal, hat die vielleicht noch mehr so gute Ideen? Ja, du musst schon selber fragen. Du musst halt lieber gehen zu ihr. Du wirst das ja wohl anschauen wollen, dein Zukunft. Na, du, das wäre zu viel eher für sie. Du gehst sofort mit über zu dir und sagst dir... Ich sag ihr gar nichts. Danach ist das eine Dummheit und ich war schuld. Schreib ihr halt. Na, gibt's keinen Zweifel. Das ist die Idee. Eben. Du, der schreibe ich einen Brief, wie sie in ihrem ganzen Leben noch keinen gekriegt hat. Du kannst jetzt deine ganze Wut auslassen. Jawohl. Wie alt ist denn das Effa? Ja, was kann man sagen? Frühes Mittelalter. Aha. Sehr geehrte Sefa, der Elias, der alte Esel, hat mir dein ausgeschämtes Angebot überbracht. Ich weiß schon lange, dass du eine hinterkünftige Erbschleicherin bist. Das ist nicht schlecht. Aber dein Heiratsantrag ist eine Gemeinheit. Was, das reicht so? Oh, der Brief ist für einen Advokaten die reinste Funkrum. Aha. Im Oktober werde ich 45 Jahre alt. Dann kannst du von mir aus den Bachhof haben. Ich verzichte lieber auf die ganze Erbschaft, bevor ich mit dir etwas zu tun haben möchte. Ja, jetzt musst du das Ganze aber schon ein bisschen versalzen. Aber wie? Ja, weißt, ein Weib kann man immer ärgern, indem dass man eine andere lobt. Also schreib. Dein Antrag kommt überhaupt zu spät. Zu spät? Weil ich in ein paar Wochen meine liebe Hauserin heirate. Das ist doch nicht gewiss. Macht nichts, Hauptsache die Sefa ärgert sie. Schreib. Jawohl. Meine Hauserin ist von hinten schöner wie du vorne im Gesicht. Ach, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, der Meister. Jawohl. So muss sie. Das ist gut. Jawohl. Von hinten. Vorne im Gesicht. Und ist mir ohne Hof lieber, wie du mit 6 Bauernhöfen. Aus. 6 Bauernhöfe. Aus, jawohl. Es grüßt dich herzlich, dein Gregor Lenz. Gregor Lenz. Komm Sehr her, gut. brauchst keinen schreiben, weil ich den Brief gleich selber nicht übertrage. Du Schott, da ist ihr Gesicht ins Hängen, wenn du den Brief liest. Ja, ich sag dir auch schon, wie es geschaut hat. Ah. So, jawohl. Jetzt ist mir schon bedeutend leichter. Ah, du bist ein Schwager. Na, das ist recht. Da können wir mal vernünftig diskutieren miteinander. Ja. Bist du jetzt wieder besser aufgelegt? Uri? Meinst du mich? So weit sind wir noch nicht. Und warum soll denn der Schwager schlecht aufgelegt sein? Das sag ich doch auch. Ich war noch nie so gut aufgelegt wie heute. Ich bin so jeder schandhaftfähig. Ach so, du bist besoffen. Was? Jetzt pass einmal auf, Schwager. Ich hab das Kind ernsthaft ins Gebet genommen. Was für ein Kind? Das Rösel natürlich. Die hat mir alles beichten müssen. Du, auf die beiden Geheimnisse bin ich gar nicht neugierig. Dich geht's aber ganz besonders an. Und ich weiß jetzt, wie sie in ihren armen, unschuldigen Herzen ausschaut. Ja, da muss ein schöner Durcheinander drin sein. Aber das Herz schlägt doch nur für dich, Gori. Jetzt hast du ihm alles verraten, Ja, drum ist mit dem Gabriel im Gartenhäusl draußen gewesen, Ja, gell? da siehst eben, wie arglos das Kind ist in ihrer Unschuld. Ja, aber da ist doch gar nichts Unrechts geschehen. Und dann hab ja ich gar nicht gewusst, dass ja der Bauer gar nicht ist. Ja, du musst dir glauben, Schwager. Was? Das Rösel wäre ja voll zu dumm zum Liegen. Das glaube ich. Na, wenn du das willst, dann glaub ich halt, mir geht's ja nichts an. Ja, wem soll's denn sonst angehen? Nimm's Rösel. Also ein treueres Herz kannst wirklich nicht mehr finden. Ich wüsste wirklich nicht, was ich mit seinem treuen Herzen anfangen soll. Das sage ich dir dann schon, wenn ich mal deine Bayerin bin. Ich glaube,
dass ich noch keinen so gern gehabt habe als wir die. Sonst hätte ich jetzt nicht so Herzklopfer. Das klopft aber oft bei dir, hä? Ich will doch nichts anderes, als dass ihr zwei glücklich werdet. Du glaubst doch gar nicht, wie glücklich, dass ich die machen werde. Ja, hin mit Zeit, sag einmal. Der rutscht mir ja einmal weg. Er ist halt noch ein bisschen schüchtern, nicht? Aber das gibt sie schon noch mit der Zeit. Ja, gar nichts gibt sie mit der Zeit. Ja, Herrschaftszeiten. Habt ihr alle miteinander auf mich abgesehen? Gerade vorhin habe ich einen ehrenwerten Heiratsantrag absagen müssen. Wer hat dir einen Antrag gemacht? Die Wiesberger Sefer. Die Sefer? Ja. Ja, wie kommt denn die dazu? Das muss ja eine ausgeschaute Person sein, wenn sie sich selber antraut. Was es doch für Weiber gibt, gell? Die drängen sich direkt auf. Ja, merken gar nicht einmal, wie sie am Zwider sind. Ja, aber da brauchst du jetzt gar keine Angst mehr haben, Gori. Jetzt bin ja ich da, gell? Also, da sind sie gerade die so gern haben muss. Sag einmal, Rösel, wen hast du eigentlich nicht gern? Ich muss mich gerade zusammennehmen, dass mir das Wasser nicht in die Augen kommt. Ja, wenn du ein bisschen wartest, dann kommt schon noch. Ja, was hängst du denn bei mir? So Leute hat's Feierabend gemacht, das ist recht. Warum magst du nicht so Licht? Du gefällst mir doch auch bei der stockfinsteren Nacht. Wir gehen am besten in der Stube auf. Die Dienstleute brauchen nicht jedes Wort hören, was da geredet wird. Ah, Gori, haben's dich wieder in der Reißen? Ja, und dich haben's wieder mit deinem brüderlichen Segen herbestellt. Lass deine dummen Spaß und hopf die her, wenn du schon mal da bist. Eigentlich dürfen es ja die Leute ruhig wissen. Da können wir auch gleich da herunter einen Verspruch feiern. Ne? Natürlich warten wir ein bisschen. Hoffentlich kommt's bald soweit. Doch, jetzt erhörst du das. Hättest du bei daheim gar keinen solchen Krach machen brauchen, gell? Oh, Elias, was ist? Hast du geredet mit dir? Ja. Und was hat's gesagt? Ich soll vorausgehen, sie kommt gleich noch. Die Wiesberger Sefer, daher zu mir. Ja. Die kann was zum Hören kriegen von mir. Also die Aussprache habe ich mir schon lange gewünscht. Jetzt darfst du froh sein, dass Rösel da ist. Dann sieht die Sefer gleich, dass nichts mehr zu machen ist. Ja, Rösel, so schnell bist du untreu worden. Für dich ist es nicht mehr das Rösel, sondern die Bachhofbäuerin. Und jetzt wirst du ja selber einsehen, dass du nicht mehr länger am Hof bleiben kannst. Okay, lass doch den armen Teufel. Wenn ich da mal Bayern bin, dann kenn ich ihn sowieso nicht mehr. Rösel, mit deinem goldigen Gemüt kannst du es noch einmal weit bringen. Du möchtest Bachhofbäuerin werden. Aber das können Sie jetzt schon langsam begriffen haben, Schwager. Das ist leider nicht mehr gut möglich. Der Bachhof gehört nicht mehr, auf den habe ich schon verzichtet. Ja, wem denn nachher? Der Wiesberger Sefer. Also, du hast den Bachhof nicht mehr? Ja, was tust denn nachher, du? Ich gehe in Austrag und machen wir es gemütlich. Du bist mir nicht mehr ganz richtig im Kopf. Also so viel Dummheit auf einen Haufen gibt's doch gar nicht mehr. Du wirst dir doch nicht einbilden, dass ich mit zu dir in Austrag sitze. Ja, da wird's ein bisschen eng werden für deine große Liebe, gell? Aber wenn du mich so gern hast, dann wirst du schon reinfinden. Gern. Ich möchte wissen, was an dir dran ist zum gern haben. Also, Rösel, du hast wirklich kein Glück mit den Bauern vom Bachhof. Weil so viel Mannsbilder im Kopf hast, dass mir zum Richtigen kommst. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich mit dir noch anfangen soll. Ihrem Vater schickst du das wieder. Das muss doch ohne Wert. Ganz recht. Mit dir habe ich mich schon oft nur blamiert. Fahr horn zu deinem Vater und sag ihm, er soll sich selber einen dummen suchen, der seine Schulden zahlt. Ja, da hast recht, weil solch eine Hacksteck wie ihr seid, kriege ich daheim nämlich dutzendweise. Oh. Du, Gabriel, Was möchtest du? deine Adresse. Wenn ich keinen anderen finde, bist du immer noch besser als wir gar keiner. Ja, schade, dass aus deinem Herzenswunsch nichts geworden ist. Ich habe nur noch einen Herzenswunsch, dass ich der Wiesberger Sefer meine Meinung sagen kann. Die Person hat mir schon Ärger genug gemacht. Vor 35 Jahren hat's mir meine Hochzeiter weggeschnappt und heute kommt's mir auch schon wieder dazwischen. Was hör ich da? Du hast vor mir schon einen Hochzeiter gehabt? Einen anderen schon als wie die. Oh, Philly, du bist ja. Komm, gehen wir gleich mal Kammern auf. Ich muss einiges reden mit dir. Warum? Dürfen es die anderen nicht hören? Ja, ich weiß ja nicht, wie die Antwort ausfällt. Die Antwort kannst du gleich haben, du mein eigensinniger, narrischer Dickschädel, du. Du gibst mir die Antwort schon, bevor ich dich überhaupt gefragt habe. Darum habe ich ja gewartet, bis ich deine schriftliche Erlaubnis habe. Was hast du schriftlich? Ja, du hast der Sefer geschrieben, dass du deine Hauserin heiratst. Ja, kennst du die Sefer? Ja, da wirst du bestimmt auch gesagt haben, dass ich keinen Hof mehr habe. Den hab ja dann ich. Alter, kommst du da noch mit? Du? Was mit dem Hochzeiter los war, möchte ich wissen. Aber den Hof, den kriegt doch die Sefer. Ja, die bin doch ich. Wer bist du?
Du hast doch Fini. Josephine bin ich tauft. Kannst Seppa oder Fini zu mir sagen, wie du willst. Also mit der Lu kommst mir nicht weit, gell? Die Seppa habe ich schon früher kennt. Ja, du meinst meine Mutter. Ach so. Ja, wie heißt nachher dein Vater mit dem Vornamen? Alois heißt er. Stimmt. Alice hat er geheißen. Freilich braucht ihr ja nur anschauen. Mein Gott, das sind seine Augen. Jetzt wollte ich dann Krach machen, aber ich bring's nicht fertig. Du kannst ja gar nichts dafür. Hätte Alice mich geheiratet, wärst du jetzt mein Kind. Also Alice hat er geheißen, der abgeschabte Hochzeiter. Ja, dann hast du mich genommen, weil du den Alice nicht gekriegt hast. Dann war ich sozusagen dein Notnagel. Der bist heute noch bald das. Das hätte ich früher wissen müssen. Bist doch einmal eifersüchtig geworden, ha, Alter? Na, Schmarrn, mir ärgert's bloß, weil der Alice gescheiter war wie ich. Komm, geht weiter, Baldes. Du kommst schon noch drauf, wo dein Himmel auf Erden ist. Also den Himmel, den will ich dir zur Not noch glauben. Aber dass ich dich für einen Engel schaue, das kannst du wirklich nicht von mir verlangen. Das ist doch klassisch, dass jeder seinen Himmel woanders sucht. Und dabei ist er so leicht zum Finden. Wo denn, Elias? Im Bett. Gute Nacht. Nacht, Elias. Ich bin jetzt froh, dass die Porzellanschüssel wieder ganz ist. Überlegt euch heiraten nicht so lang. Nicht, dass die Schüssel wieder einen Sprung kriegt. Was meinst du, Fini? Das geht doch nicht. Du musst das ja schon aushalten, was dem Gabriel zugesagt hat. So, natürlich, ja. Wenn sonst nichts ist. Nix, Gabriel, ich hab dir mein Wort gegeben. Wenn's halt Übermut geschehen ist, aber da kann man nichts mehr ändern. Ich weiß, was ich dir zum Verdanken habe. Sollst durch mich keinen Schaden haben. Fini, über das reden wir morgen weiter. Komm, wir haben uns einiges zum Sagen. Wenn ihr ins Bett geht, dann macht das Licht aus, Kattel, okay? Komm, Fini. Und wann werden wir einmal so weit sein, Kattel? Wir zwei? Ja, ich weiß, dass wir noch warten müssen. Bis jetzt musst du ja noch schauen mit mir. Das tue ich doch nicht, Nazl. Ich kann das Glück noch gar nicht fassen. Du bist der erste Mensch, der gut ist zu mir. Armer Kerl. Hast es nicht leicht gehabt. Wenn ich daran denke, dass ich dich einmal verlieren könnte. Ich hätte gewiss keine gute Stunde mehr in meinem Leben. Nein, was wollen wir jetzt schon dran denken, was später einmal wird? Weißt du, was das Schönste ist? Wenn wir einen Kreuzer zum anderen legen, dann schaffen wir es bestimmt einmal zu einem kleinen Heisel. Was dir alles einfällt. Das brauchen wir doch, wenn wir heiraten. Heiraten? Mir? Geh, du narrischer Gispel. Ja, das wollen wir doch einmal. Oder nicht? Geh, du dummer Botschi. Das kann doch nie sein. Du meinst, mich kannst nicht heiraten. Schau, Nazl, wenn's auf mich ankommt, ich könnte mich drüber wegsetzen über dein frühes Leben. Aber man kann doch mit der Zeit vergessen, was einmal gewesen ist. Ja, ich vielleicht. Aber die Leid nicht. Schau, Nazl, ich bin bloß ein Stalldien, aber ich hab auch meinen Stolz. Ich könnt's nicht vertragen, wenn mich die Leute drum anschauen, weil du früher Bettelbrot gegessen hast. Kattel. Ist besser, ich sag dir's, bevor es dir die anderen spüren lassen. Und ich hab mir immer eingebildet, dass du mich gern hast. Ja, ich hab dich ja gern, Nazl. Mehr, wie es gut ist für mich. Gute Nacht. Schlaf gut und lass dir was Schönes träumen von mir. So lieb verstehe ich nicht. Du bist nur da, Nazl. Das ist gut. Dass ich wenigstens dir für Gott sagen kann. Du gehst wieder, Gabriel? Eine schöne Nacht zum Wandern.
Und für unser eins die richtige Art zum Verschwinden. Und die muss jetzt allein lassen, in deinem Himmel. Den Himmel haben sie mir schon zerschlagen. Du hast recht gehabt, Gabriel, dass mir für euch Schiene zahlen muss. Nix wird einem geschenkt. Du willst mitgehen? Wir zwei, wir können mal zusammen. Für uns ist ja doch kein Platz bei den anderen. Marschieren wir halt wieder. Einmal wird der Weg schon ein Ende haben. Ich hab's kommen sehen. Mach's wie ich. Nimm's nicht so schwer. Du musst nichts zurücklassen, Gabriel. Aber ich. Weißt du das, Chris? Aber das Lehrgeld, das braucht dich nicht rein. Das muss ja jeder zahlen. Und das hilft dir dazu, dass sie dir immer weniger anhaben können. Schau, den blauen Himmel und den Sonnenschein, den kannst du nicht nehmen. Und es findet sich auch immer wieder ein Herberg. Warum müssen die Menschen so sein? Lass einen Stolz. Wir haben dafür unsere Freiheit. Glaub es, Neisel, mancher von den anderen ist ärmer wie wir. Komm, Freundal, die Landstraßen warten schon auf uns.